Lieber Chat, ich glaube, ich muss noch 5 Minuten dranhängen. Grüezi miteinander. Hello, grüezi wohl, Hörnli Mann. Hello und grüezi wohl, Freigseier. Schön, dass ihr da sind. Geht's euch gut, Chat? Da wär's doch jetzt gewesen, wenn ich auch noch mal schnell 5 Minuten angehängt hätte. So, jetzt muss ich da noch schnell schauen. Die Musik stimmt, ich glaube, es ist gut. Es geht tatsächlich noch mit den Temperaturen jetzt bei mir. Braucht tatsächlich noch kein feuchtes Tüchlein vor dem Fenty, aber ist tatsächlich eine gute Idee. Tatsächlich. So, grüezi miteinander. Ich bin der Troy. Ich streame auf meinem privaten Channel twitch.tv/TroyHammaren jeden Samstag und tatsächlich auch heute. Heute später, heute circa um 21 Uhr, schätze ich jetzt einmal. Ist eher ein spontaner Stream, aber können natürlich auch dort vorbeischauen. Immer gut, wenn es Feierabend gegeben hat. Ist es schon so weit bei dir, Hörnli-Mann? Das ist nice. Das ist nice. Wann hast du Feierabend gehabt? Gerade vorhin? Das ist schon relativ früh, hä? Ich muss hier noch arbeiten. Merci, Hörnli-Mann. Danke, danke. So, lieber Chat, es gibt heute wieder Jurassic World Evolution 2. Wir sind dort noch an einer Mission dran. Wir sind dort in der Chaos-Theorie vom Jurassic Park selber. Wir bauen den Jurassic Park aus dem ersten Film in gut, in funktionierend. Wir sind dort auch schon relativ weit gekommen. Und wir haben den Park sogar aufgemacht. Und ich habe dann gedacht, ist jetzt die Mission fertig? Aber ist es nicht gewesen. Es geht jetzt wirklich darum, ein bisschen Geld zu machen mit dem Park. Ich glaube, wir sind irgendwie bei 70%. Wir sehen es nachher wahrscheinlich gerade. Und Janex, lieber Nachbar, grüezi, schön, dass du da bist. Geht's dir gut? Das sind so süße Bärchen hier, ne? Das sind beides deine Emotes. Mega geil. Und da von der Foxy finde ich natürlich auch mega cute. Smack-Emote. Dir geht's gut. Mir geht's auch gut, Janex, kann mich nicht beklagen. Ja, alles gut soweit. Genau. So, jetzt muss ich schnell überlegen. Ich will mal schnell switchen. Schnell das Capturing einschalten am besten. Darum ist es da so schwarz, jetzt ist es gut. Genau, wir machen weiter. Jetzt muss ich schnell schauen. Ich habe natürlich separat auch noch weitergespielt, wie man es hier sieht. Ich habe da auch mal so einen spontanen Stream bei mir eingebaut. Aber keine Angst, wir haben hier die Chaos-Theorie gemacht vom zweiten Film. Wir machen jetzt natürlich hier Jurassic Park weiter. Ich glaube, das ist das Richtige. Schnell Laden machen. Wie immer lasse ich ein bisschen Musik laufen jetzt hier während dem Spiel, weil ich Musik im Spiel ausgeschaltet habe. Wenn es irgendwie stört oder wenn es irgendwie zu laut ist oder whatever, einfach sagen. Wenn ihr nichts mehr hört, wenn ihr mich nicht mehr hört, wenn ihr nichts mehr seht, einfach melden. So. Gut, jetzt muss ich mir schnell einen Überblick verschaffen. Therapie, aber Bionic-Mix. Schön, dass du da bist. Massi, grüezi wohl. Ich nehme an, du hast ein O machen statt ein P, das würde noch Sinn machen. Hey, geht gar nicht privat spielen, immer alles streamen. Also schau jetzt, ich habe es gestreamt, aber nicht auf dem Channel. He? I'm sorry, ich weiss, es ist endlich ein absolutes No-Go. Aber wenn ihr wirklich schauen wollt, was jetzt dort passiert ist, könnt ihr auch bei mir auf meinem Channel das VOD noch schauen. He? Und vielleicht mache ich auch wieder mal so einen Stream. Ich bin wirklich irgendwie, es hat mich ein bisschen gepackt jetzt da, als ich das einmal so gestreamt habe. Und ich habe gedacht, das ist hure gemütlich und das ist eigentlich das perfekte Spiel zum Streamen und ein bisschen mit Chat reden und so. Klar, da geht es nicht vorwärts. Man hat es auch schon davon gehabt. Dann muss ich da pausieren. Ich tue jetzt auch gerade schnell pausieren. Und dann geht es auch nicht vorwärts. Aber aus dem Grund habe ich es dann auf meinem Channel auch mal gestreamt.
Hello, Troy, sorry. Y, kein Problem, Massi. Kein Problem, ich hoffe, es geht dir gut. Bist du noch am Arbeiten? Ich glaube, meistens bist du noch am Arbeiten um diese Zeit. Genau, haben wir noch das Kaffee rausgelassen, das ist auch wichtig. Ist es besser als der erste Teil? Ich finde schon. Wir haben es auch schon mal davon gehabt. Ich habe den ersten Teil nicht ausgiebig gezockt. Ich habe ihn angezockt, würde ich jetzt mal sagen. Es ist vieles gleich. Tatsächlich, es ist nicht ein neu erfundenes Game. Sie bauen auf dem ersten Teil auf, aber sie haben vieles ergänzt, ein bisschen verbessert. Von dem her, ja, ich würde sagen, es ist besser. Aber wenn ihr den ersten Teil schon wirklich gesuchtet habt und in- und auswendig kennt, erwartet wie nicht zu viel vom zweiten Teil zusätzlich. Ich sage es mal so. Aber weil ich halt den ersten Teil nicht wirklich häufig gezockt habe, habe ich meine Freude mit dem zweiten. Und genau, das habe ich schon vergessen. Von lauter nebenbei noch streamen und nebenbei weitermachen. Da. Wir haben unseren Park so weit da mit Autos und so. Eben, der Park ist sogar schon offen. Und da das Geilste, oder? Das Geilste kommt da. Genau so muss es sein. Genau so muss es sein. Jurassic Park. Welcome to Jurassic Park. Jetzt muss ich gerade noch schnell schauen, ob da... Wir können nachher gerade schnell einmal so eine Tour fahren. Da. Ich muss schnell meinen Effekt vorholen. Ich hoffe, der funktioniert noch. Noch 1,5 Tage dann Ferien. Ja, Gottverdeckel. 3 Wochen, Massi. 1 Woche London und 2 Wochen Westküste Cornwall. What? Das klingt ja mega nice. Ja, congrats, Massi. Noch 1,5 Tage, die gehen schnell durch. Schätze ich jetzt mal. 3 Wochen Ferien. Und dann noch so Zeug machen in den Ferien. Ja, aber du wirst ja dann gleich bei den Streams dabei sein, oder, Massi? Ja. Also das ist schon Pflicht, dass du bei den Streams dabei bist. Nein, sag ich. Jetzt drücke ich dann nochmal schnell wieder auf Play. Ich glaube, es ist nichts kritisch da. Ich muss nochmal schnell schauen, ob wir auch Ingame-Sound haben. Das fehlt bis jetzt irgendwie noch nicht. Ingame-Sound, where are you? Da. Ich glaube, das ist es. Als TikTok gesehen, wie ein Dino ist ausgebrochen, was er eigentlich gemacht hat. Oh nein! Oh nein, jetzt haben sie alle gesehen. Ich wollte endlich das vertuschen. Oder eigentlich sagen, nein, das hat uns nichts passiert. Alle Besucher leben noch. Oder zumindest es sind nicht allzu viele gestorben. Aber jetzt ist es auf Social Media. Shit. Was steht da? Deine Gäste beschweren sich über zu wenige Einrichtungen. Sie unter Parkbewertung nach, ob sie vollständige Toiletten. Jetzt ist es weg. Wenn es auch weggeht, dann kann ich nichts machen, liebes Spiel. Also, ich müsste es schon noch fertig lesen. So, wir steigen jetzt hier direkt mal schnell. Ui, das ist nicht das, was ich wollte. Wir nennen das schnell an der Parktour teil. So, machen wir das professionell. Machen wir jetzt das. Es geht nicht. Es geht nicht so, wie ich das will. Shit. Ich hätte da so einen lustigen Effekt. Wieso geht jetzt der Effekt nicht? Das nervt mich. Dass ich da wieder mein Stream Deck neu starte. Ich probiere es schnell und sonst müssen wir halt das mal auf den Effekt verzichten. Wirbelstürme können erhebliche Störungen und Zerstörungen Ich könnte das Display... Man hat es kurz gehört, gell? Ja, wer von euch hat ein Stream Deck? Ich will da jetzt gar nicht lästern über irgendwelche Hersteller oder Geräte. Das ist eigentlich doof, aber die haben da so ein Update rausgebracht. Das ist nichts da. Wenn da die Hälfte nachher nicht mehr funktioniert, oder? So, jetzt nochmal schnell schauen. So,
Grüezi miteinander, ich bin der Mr. DNA. Ich heiße Sie herzlich willkommen im Jurassic Park. Da geht auch das Tor auf, es wird jetzt noch so schnell ein Foto gemacht. Bitte lächeln, bevor wir alle sterben. Okay. So, eben, ich bin der Mr. DNA. Ich funktioniere schon besser als beim letzten Mal. Es blinkt noch ein bisschen, aber kann sein, da sind wir schon beim Moment schnell, ich bin nicht vorbereitet. Wir sind beim Dilophosaurus angelangt. Sie schauen als falschen Ort, Sie müssten rechts rüber schauen, genau. Und da wäre es Dilophosaurus gehegt. Ich weiss leider nicht, ob er wirklich noch drinnen ist. Es kann immer mal sein, dass er ausbricht. Ich sehe leider gerade nicht, aber das war im Film genau gleich gewesen. Sie haben die Dilophosaurus auch nicht gesehen und sie haben sich alle beschwert. Darum gehen wir jetzt auch direkt weiter. Wir hatten hier das Triceratops gehabt, wo wir auch direkt reinfahren. Und er steht direkt im Weg, haben Sie sich fest, liebe Besucher. Wir haben aber dafür auch gerade beide Triceratopsen. Ich weiss jetzt leider den Namen nicht mehr auswendig. Ich glaube, die haben einen Namen. Mal, ich weiss es noch. Wir haben hier Tick, Trick und Track. Und alle drei sind da. Alle drei sind da. Sehr beruhigend. Ja, es ist jetzt leider da gerade ein bisschen eng, niedrige Gesundheit und so. Aber ich glaube, da sind nicht mehr, liebe Gäste. Das ist der Triceratops, weil wir ihn gerade ein bisschen angefahren haben. Ich hoffe, ihr habt eure Fotos gemacht, weil das wären auch schon alle drei Triceratopsen in diesem Gehege. Und ich habe leider meine Infos gerade nicht parat. Und die Strecke ist ein bisschen schräg. Haben Sie sich fest, liebe Besucher. Und steigen Sie nicht aus dem fahrenden Fahrzeug, danke. Jetzt schnell schauen. Jetzt fliegen wir halt schnell um, liebe Gäste, mit der Kamera. Irgendjemand ist hier angeschlagen bei der Gesundheit. He? Wer ist denn das? Ich weiss es nicht. Finden wir nachher noch raus. Wir gehen wieder zurück. Da. Ich habe selber gesagt, nicht aus dem fahrenden Fahrzeug springen. Und was mache ich? Oder? Ui, nein, nicht lenken. Nicht lenken. Nein, das ist falsch. Jetzt bin ich verwirrt. So, zurück. So, da sind wir wieder. Was für ein Gelände. Ja, gell, Janex? Das muss ein bisschen sein, ein bisschen Offroad, ein bisschen schräg und so, ein bisschen Spannung und so. Ja, liebe Besucher, ich weiss es, sie suchen hier noch mehr Dinos, aber jetzt hier hat es gerade nichts. Das Gehege ist ein bisschen gross und haben ein bisschen viele Kurven eingebaut hier. Ist alles noch ein bisschen neu. Kann man alles noch optimieren. Und weil es jetzt da so langsam geht, nein, kann ich nicht selber rumfahren. Ich glaube, ich kann selber nicht rumfahren. Das ist alles, das fährt alles automatisch rum. Das ist mit der künstlichen Intelligenz fahren da die Fahrzeuge um. Genau. Und wir fahren da jetzt schnell aus dem Gehege raus, dann können wir alle eine Stufe Luft holen. Ich blende hier schnell den Mr. DNA wieder ein. Ich könnte eigentlich wieder das Jurassic Park Logo einblenden. Habe ich gar nie gesagt. Willkommen im Jurassic Park, liebe Besucher. Unsere Wettervorhersagen gewähren uns ein Zeitfenster, um alle relevanten Anweisungen. Wir haben im Moment tatsächlich auch schönes Wetter. Also sollte es plötzlich anfangen zu regnen und so, dann sind wir wahrscheinlich so weit, wie wir im Film waren, wo der Sturm der Sturm gekommen ist und Dinos ausgebrochen sind, das wollte ich sagen. Und Besucher gestorben sind. So. Jetzt muss ich da noch ein bisschen Zeit überbrücken. Ich weiß nicht, was ich erzählen soll. Wir haben keine Kosten gescheut in unserem Park. Wir haben das Fahrzeug beschädigt jetzt tatsächlich gerade. Ich nehme aber an, das ist im Velociraptor-Gehege, wo wir jetzt auch drauf zufahren. Und das ist ein bisschen speziell da. Wir fahren auch ins Gehege rein. Velociraptoren sind aber sehr gefährliche Dinos, das sind Fleischfresser.
Die Chance, dass man da lebendig rauskommt, ist nicht sonderlich gross, aber hey, wir probieren es jetzt einfach einmal. Tada! Velociraptor-Logo, yay! Ja, der Hörnli-Mann, wo hockst denn du? Aber bist du da hinten? Ich glaube, der Hörnli-Mann ist auf dem Rücksitz. Liebe Besucher. Schäden und Verletzungen während eines Hurrikans zu minimieren. Das redet mir nicht immer rein. Ich bin da der Parkguide. Ich bin hier der Parkguide, hä? Anweisungen an unsere Das Litten haben jetzt. Also, wir wären hier im Velociraptoren-Gag drin. Da sind die Heim, der Bracchi und der Seppi. Beides Velociraptoren. Der Bracchi ist aggressiv. Aufgrund von einem genetischen Defekt ist er sehr dominant, sehr aggressiv. Und der Seppi, das ist ein ganz normaler Velociraptor. Ja, ich weiss, das ist kein Velociraptor, der da rumläuft, das ist ein Geiss. Und I know, ja, wo sind die Velociraptoren? Auch dort, ich sehe einen, festhaben. Ich glaube, mit dem werden wir sicher Bekanntschaft machen. Der ist direkt hier an von unserer Route. Mal schauen, wer es ist. He? Wenn es rumpelt, dann ist es der Bracchi. So, liebe Ziege, würden Sie bitte aus dem Weg gehen? He? Die Geiss halten da das ganze Ding auf. Oh, und es geht los. Liebe Besucher, bitte halten Sie sich fest und steigen Sie nicht aus dem fahrenden Fahrzeug. Okay, da haben wir Glück gehabt. Und der andere schläft. Ich weiss jetzt nicht, Wellen als Wellen ist. Drogenstürme auftreten. Bitte achten Sie auf Gefahren, die Jetzt von diesen kannst du schnell schauen, was denn der gemacht hat vorhin. Der hat irgendein anderes Fahrzeug angegriffen. Nein, ist alles gut. Alles gut. Ist nichts passiert. Sehr schön. Keine Action. Ist doch langweilig, oder, liebe Besucher? Ja, du bist glücklich, he? Da, alle glücklich. Hörnli-Mann, bist auch glücklich. Janex, bist auch glücklich. Habt ihr alles gesehen, was ihr wollt sehen? So, ich glaube, das war auch schon alles gewesen. Darum gehe ich wieder aus dem Modus raus. Let's go. Ja, der Geiss knabbern. Der Hörnli-Mann wird an den Geiss knabbern. Der andere ist wahrscheinlich, ja, das könnte noch sein. Der andere ist doch jagen. Jetzt gehe ich gerade schnell schauen. Also, ich kann noch schnell den Gesundheitscheck machen, vor allem bei den Triceratopsen. He? Also, da der Bracchi, der schläft, oder? Seppi schläft auch. Zufrieden. Also, da muss ich auch noch sagen, ich bin echt froh, dass sich die so gut vertragen, die beiden. Was ich da am Anfang Mühe hatte mit denen, das ist irgendwie alle 5 Minuten ist wieder einer verletzt gewesen, da musste ich ihn wieder heilen, betäuben, einliefern, Krankenstation, wieder ins Gehege rein und dann ist es wieder 5 Minuten gegangen und dann ist wieder einer verletzt gewesen, oder? Okay. Ich glaube, einer ist gerade gestorben. Ist jetzt einer von diesen beiden gestorben? Nein, es war sicher der Triceratops, weil ich nichts gemacht habe. Ja, aber nein, oder? Ich bin ja nicht einmal richtig angekommen mit dem Fahrzeug. Und jetzt ist der gestorben. Saurier können durch Hunger, Dehydration, Kämpfe, Jagd, Krankheiten oder Berührung mit dem Auto anscheinend oder Altersschwäche sterben. He? Die Lebenserwartung wird durch die Merkmale für die Lebenserwartung eines Sauriers definiert. Diese kann durch genetische Modifikation verbessert werden. Tote Saurier können per Transport entfernt werden, damit sich keine Krankheiten ausbreiten. Okay, mal etwas Neues. Das habe ich jetzt effektiv noch nie gehabt, dass mir ein Dino gestorben ist. Aber dann würde ich sagen, müssen wir da mal abtransportieren. Janex, wo hast du eigentlich einen Indominus gesehen? Ein Indominus? Haben wir noch nicht. Haben wir tatsächlich noch nicht einen Indominus? Oh, wir haben aber keinen Strom mehr. Also auch gut. Zum Glück hat da niemand gemerkt, oder?
Da Besucher so happy da im Park, oder? Da ein bisschen am Rumfahren, dabei hat es da gar keinen Strom mehr auf diesen Hurendinger. Geil. Du willst einen Indominus Rex. Wie heisst der überhaupt? Indominus Rex? Bin mir nicht mehr sicher. Oh. Oh, es geht los. Es geht los. Ihr arme Siechen da. Nein, wobei, ihr kommt wahrscheinlich noch raus. Aber all die da jetzt erst gerade reinkommen, ihr werdet Pech haben. Der Sturm ist unterwegs. Jetzt muss ich da schnell schauen. Wir haben. Okay, ich sollte häufiger mal auf Pause drücken. Unsere Strutti Mimusse. Oh mein Gott, ich habe das voll vergessen. Chat. Letztes Mal haben wir noch die Strutti Mimusse angepflanzt. Aber ich habe das Keg nicht präpariert für die. Die haben gar nichts zu fressen gehabt. Okay, Besucher fahren noch durch. Und da wird so gesagt, ja, liebe Besucher, da haben wir noch ein paar tote Strutti Mimusse. Ich glaube, wir müssen hier noch mal ein paar neu ausbrüten. Das ist natürlich doof. Es ist, also in dem Fall, ja, wir haben 4 Strutti Mimusse verloren. Und dann sind es noch so gute gewesen. Zum Glück haben sie keinen Namen gehabt. Die sind auch durchnummeriert gewesen. Wenn sie noch einen Namen gehabt hätten, das wäre heftig gewesen. So, jetzt muss ich schnell schauen. Nein, Moment, jetzt, der ist ja noch nicht einmal tot. Der ist noch nicht einmal tot. Also, Moment, schnell. Jetzt müssen wir hier im Sturm noch so einen Strutti Mimus retten. Das ist kein Wunder, wenn du da mitten auf der Straße liegst, oder? Also, jetzt machen wir da schnell. Wir probieren das schnell. Kann ich dich? Nein, ich kann dich nicht transportieren. Ich muss zuerst hier so eine Einheit, eine mobile Einheit, und zwar die hier muss ich vorbeischicken. Aufgabe hinzufügen. Da gehst du den schnell prüfen. Ich glaube, die anderen müssen wir nicht prüfen, die sind tot, oder? Aber die können wir noch schnell abtransportieren. Gut, das hat niemand gesehen. Also, liebe Besucher, das hat niemand gesehen, dass da 3 Strutti Mimusse gestorben sind. Einmal. 2-mal. Moment, jetzt darfst du doch noch einen, oder? Ist der schon verfault? Oh, Moment. Oh, dann ist es der. Okay, let's go. Ui. Ja, aber Nanox. Grüezi, Nanox. Geht's dir gut? Schön, dass du da bist, Nanox. Du hast noch die Lautstärke regeln. Kopfdeck. Gerade laut, wenn der Sturm losgeht. Ja, da müssen wir schnell warten. Der kommt jetzt. Gebäude beschädigt. Jetzt haben wir ein bisschen Action. Gut, gehen wir da. Da haben wir unsere Serious-Siechen und unsere Härten-Siechen. Unsere beiden Ranger-Teams. Die haben wir auch noch benannt in diesem Fall. Schnell einiges durchreparieren. Gut, ist da der Status geprüft worden? Was ist los? Jetzt bin ich verwirrt. Da ist er. Was? Wo? Du... What? Dem geht es schon wieder gut. Haben sie dir jetzt einen Spritzer gegeben und alles ist gut. Und der Sturm ist auch schon wieder vorbei. Okay. Easy. So, jetzt aber eins nach dem anderen. Ich muss schnell pausieren, weil sonst steht mir der Strutti Mimus wirklich noch weg. In diesem Sturm gehen Heliflüge, ja, gell? True. Treu, mein Spätzli. Alles fit und denk dran, ich höre dich nicht. Musst mit Gesten antworten. Hallo Faro.
Hallo. Schön, dass du da bist. Ja, der Faro und ich, wir gehen heute noch zusammen zocken. On-Stream, darum habe ich auch heute auf meinem Channel so einen eher spontanen Stream. Wir gehen Stranded Deep zocken. Yay, freue mich drauf. So, jetzt muss ich schnell schauen, was ist da mit Benzin? Was ist los? Muss ich das hier direkt angeben? Kann ich schnell auffüllen? Ja, wir haben glaube ich immer noch ein bisschen Geld. Wir müssen aber endlich mal langsam ein bisschen Geld machen, statt immer Minus machen. Wäre vielleicht noch etwas. Gut, nochmal schnell pausieren. Genau, Strutiomimus, bevor ich es wirklich vergesse. Schnell gucken, hungrig. Was fehlt dir denn? Blätterboden, das habe ich eben letztes Mal nicht gemacht, das war ein bisschen doof. Das war ein bisschen doof. He? Ich hätte eigentlich direkt mit dem anfangen, darum sind wir jetzt hier so viel weggestorben. Die brauchen noch Blätter am Boden. Das machen wir jetzt schnell. Blätter. Wo haben wir hier Blätter? Blätterboden, das ist genau das, was wir brauchen. Gut. Also, ja, die andere Frage war, ist es überhaupt gross genug? Aber ich glaube schon. So, Blätterboden. Einmal. Schnell checken, ob alles gut ist. Schnell auf Play drücken. Ja, gang essen. Gang essen, Strutimimus. Er braucht noch einen Namen. Chat, wenn ihr noch Namen habt hier für unsere Saurier, wir haben aktuell einen Strutimimus. Strutimimus Nummer 4, der noch einen Namen braucht. Einfach hineinschreiben in den Chat. Fahrzeug gefährdet. Jetzt. Ja, das sind dort Velociraptoren. Alles easy. Einsam. Ja gut, das verwundert mich nicht. Strutiomimus Nummer 4. Es bräuchte ein bisschen mehr von euch. Deine Kollegen sind leider alle gestorben. Unsere Parkbewertung ist bei einem unglaublichen halben Stern. Wow. Was machen wir denn falsch? Was Wissenschaftler lernen. Und wir haben immerhin einen Gewinn gemacht. Ist ja alles gut. Ja gut, das ist wahrscheinlich Besucherbewertung. Besucher, die uns die Bewertung geben. Ja, da müssen wir noch einiges verbessern. I know. Zuerst müssen wir jetzt aber ein paar neue Strutiomimusse ausbrüten, damit da der Strutiomimus Nummer 4 nicht so allein ist. Saurier synthetisieren, let's go, Strutiomimus. Ich glaube, wir machen auch wieder insgesamt. Also jetzt machen wir 3, damit wir 4 haben insgesamt. Ich gehe hier noch schnell gucken. Wir haben hier, glaube ich, zufällige Musterfarbe, das lasse ich so. Und ich glaube, wir haben hier die Modifikation langlebig. Ja, sie sind verflucht langlebig gewesen, das muss ich also schon sagen. Kein WC. -4 Sterne. Der Hörnli-Mann hat also schlechte Bewertungen verteilt. Hörnli-Mann, gib es doch zu. Nur weil du keine Toilette hast. Ich muss mal schauen. Ich glaube, ich habe wirklich nichts gebaut. Das ist gut, das lassen wir so. Und dann tun wir hier schnell Wissenschaftler zuweisen. Wir brauchen 3. Nehmen wir dich. Oh, Nanox, sorry, ich habe dich jetzt einfach vergessen. Mir geht's super und dir auch. Hey Nanox, ich kann mich nicht beklagen. Alles gut, alles gemütlich. Das ist eine Aufgabe für die harten Siechen. True, Nanox, true. So, ja, Kopf, das ist schon so weit. Also, let's go. Dann tun wir Eier auswählen. Nein. Das ist aber genau. Letztes Mal haben wir so viel Glück gehabt. Jetzt ist es gerade einfach nicht mehr schön, oder?
Also, die beiden Namen, die haben einmal keinen genetischen Defekt. Sie sind ganz normal belastbar und langlebig, wie wir sie auch haben wollen. Aber dann haben wir noch die da. Wobei, wir haben auch so einen gehabt. Ich glaube, das Problem jetzt... Shit. Ich muss schnell schauen, ob wir ein Alpha-Tier... Also, ob das Nummer 4 ein Alpha-Tier ist. Ich glaube, ein Alpha bräuchten wir eben schon. Mal, es ist sogar ein Alpha. Geil. Okay, sehr gut. Also der, den wir schon haben, ist ein Alpha. Da brauchen wir nicht nochmal einen Alpha. Das ist perfekt. Dann heisst das, wir nehmen die beiden plus halt einer von denen, die da noch ein bisschen... ja, die haben halt schnell Panik und so. Die bekommen auch direkt einen Herzinfarkt, wenn sie eine stonnert. Dafür sind sie keine Bedrohung und so. Also, let's go. Jetzt soll ich gerade alle ausbrüten. Dann haben sie wieder zu wenig Platz. Ich mache 3. Ich mache 3. Let's go. 1. Dann machen wir es mit der. Let's go. Gut. Ich habe das Problem schon entdeckt. Hörnli-Mann hat es angesprochen. Toilettenversorgung, oder? Schutzraumversorgung, Unterkunftbewertung. Da müssen wir alles noch machen. Jetzt möchte ich aber hier zuerst Ruhe haben bei den Dinos. Ich hoffe, der andere Strutio ist mir nicht schon weggestorben aus Einsamkeit. Jetzt sind wir so weit und wir machen hier per Airlift freilassen. Ist das Richtige gehackt? Ich hoffe es. Ich hoffe, es ist nicht 2 Velociraptoren gehackt, das wäre ein bisschen doof. So, freust du dich schon? Wir brauchen einen Namen. Chat, wir brauchen einen Namen. Ich muss mal schnell schauen. Was haben wir da für einen Namen? Gut, Bracchi und Seppi, das ist klar. Was haben wir da bei der das ist auch klar. Tick, Track und... Was ist der dritte? Das ist schon da. Trick, Track, Tick. Okay, da haben wir einen Eddie. Wir haben... Okay, jetzt kommt es mir wieder in den Sinn. Wir haben ja hier noch eben die Dilophosaurier. Den Femininosaurus Kit haben wir da. Und den Dilophobounce. Kevin. Okay. Wir haben einen Namen für unseren Strutiomimus Nummer 4. Er heisst jetzt Kevin. Sind zwar alles Weibli hier in unserem Jurassic Park, aber hey, ist ja kein Problem. Kein Problem. Heisst jetzt Kevin. Nein, Moment, jetzt mal schnell. Wo steht der da? Let's go. Kevin. Let's go. Ja, hört mal, heisst du denn selber Kevin? Ich glaube es nicht, oder? Ist jetzt einfach, Kevin ist auch ein schöner Name. Ja. Darum ich gebe jetzt auch noch schnell, ich verteile auch schnell einen Namen. Und ich finde aber den Namen Karen finde ich auch sehr schön. Darum nehmen wir jetzt Karen noch rein. Nein. Also wir haben jetzt Kevin und Karen. Und wir haben noch 2 weitere, die wir benamseln können, lieber Chat. Also wenn ihr noch Ideen habt, einfach reinschreiben. Einfach family-friendly bleiben. Gut, jetzt müsst ihr wahrscheinlich noch einmal schnell kontrollieren mit dem Ranger-Team. Und zwar nehmen wir da... Oh, Fahrzeug gefährdet. Das tue ich schon gar nicht beachten, das ist normal. He? Dann nehmen wir die... ja, dann haben wir die Serious-Sicher. Ich möchte hier schnell eine Aufgabe hinzufügen. Haben die das nicht auf ihrer Liste? Da? Mal, das sollte doch drauf sein. Egal, machen wir da schnell manuell, da schnell gucken. Aber ich nehme an, die sind auch direkt zufrieden. Die haben alles, was sie brauchen. Ausser sie hätten zu wenig Platz. Das könnte natürlich dann auch noch sein. Da sieht alles gut aus. 100% perfekt. Perfekt. Let's go.
Very nice, very nice. So, jetzt können wir langsam Richtung Task gehen. Schnell schauen. Das war der falsche Knopf. Also, Toilettenversorgung. Jetzt müssen wir schnell schauen. Ich will das hier perfekt haben. Die Leute kommen hier mit dem Helikopter. Sie kommen hier raus. Da haben wir schon mal etwas gebaut. Dann würde ich sagen, das Erste, was wir mal anbieten, ist, hey, ihr könnt mal aufs WC gehen. Wo ist das Attraktion? Gäste. Kleine Einrichtung. Nein, okay. Zuerst müsst ihr Merch kaufen. Nein, wir machen zuerst Toiletten. He? Ist das gerade, deckt das alles ab? Ich glaube, es haben alle Genders abdeckt. Dann würde ich sagen, dann haben wir hier noch schnell ein bisschen Abstand. Nein. Wir fangen hier direkt an. Zack. Let's go. Gut. Das heisst, das werden gemacht, oder brauche ich eigentlich mehrere? Und ich könnte hier gerade mehrere bauen. He? Wieso nicht? Toilette. Also, die Gäste gehen vorne, gehen da, ich glaube, das ist ja mal das Besucherzentrum. Dann fahren sie irgendwie einmal los mit der Tour. Dann kommen sie zurück. Also würde ich sagen, hier in diesem Bereich da braucht es auch noch mal Toiletten. He? Fahrzeug gefährdet. Schnell schauen, ob das wirklich Sinn macht. Mal, das kann man machen. Das kann man machen. Gut, jetzt muss ich gleich schnell schauen, was haben wir da? Kein Strom mehr. Ja, das ist hingegen ein bisschen ungünstig. Dann wir hier schnell auffüllen. Ich finde es auch geil, dass es nie irgendwie jemand mitbekommt. Besucher bekommen es nicht mit, Dinos bekommen es nicht mit. Das ist alles gut. Ich glaube, ich brauche gar keinen Strom da. Also, okay. Aha, das WC braucht natürlich auch Strom. Mal dort brauche ich natürlich. Das heisst, wir bauen hier noch einen Stromgenerator. Machen wir. Let's go. Wie kann ich schon wieder drehen? So. Der darf natürlich auch ein bisschen versteckt sein. Wir werden hier noch andere Gebäude haben. Kann ich den da einfach da zwischen den Bäumen aufstellen? Da? Irgendwie so. Ach, geil. Ja, muss man nicht unbedingt sehen, oder? Und da schön versteckt. Geil. Gut, WCs haben Strom. Let's go. Gut, ich gebe mal dem WC keinen Namen, fällt mir gerade nicht gescheit sein. Jetzt geht schnell überlegt, so, nein, wir lassen jetzt das sehen. He? Aber Chat, wenn ihr Namen habt für Dinos oder Gebäude, einfach rein damit. Ankunftsort 1. He? Als hätten wir mehrere Ankunftsorte. 37. Okay, ja, da braucht es noch ein bisschen mehr. Da braucht es noch ein bisschen mehr. He? Da langen 2 nicht. Ja, let's go. Dann machen wir noch mehr. Fahrzeug gefährdet. Wieso geht das auf und ab? 27% von 90%. Ich komme jetzt nicht genau draus, wieso. Aber dann würde ich sagen, wo macht es noch Sinn? Da. Auch für unsere Mitarbeiter natürlich. Ist auch wichtig, oder? Ist auch wichtig. 34%. Ja, aber wie viele WCs muss ich denn da bauen? Oder geht das jetzt noch rauf? Schnell warten, bis es fertig ist, zum schnell beobachten. (34%). 64%. Okay, dann müssten wir, glaube noch eins bauen und dann ist gut, oder?
kann man auf der Strecke nicht aufs WC gehen, man muss sich so lange verheben. Das ist wie im Film. Du kannst schon. Wie gesagt, steigen Sie nicht aus dem fahrenden Fahrzeug. Das ist nur eine Empfehlung. Und wie man im Film gesehen hat, wenn du natürlich aus dem Fahrzeug rausgehst und auf die Toilette säckelst, dann kommt einfach wahrscheinlich ein T-Rex und frisst dich auf. Aber ja, kann man natürlich auch machen. Gut, ich kann es auch nicht verbinden. Also, es geht effektiv, also technisch gesehen geht es wirklich nicht. Weil ich muss es mit dem Gehweg verbinden. Aber vielleicht gibt es ja wie im Film so ein kleines Hütchen für Notfälle und so. Oh, okay, aber das sehe ich erst jetzt. Man sieht hier farblich. Okay, das sind auch die Prozent. Got it. Okay. Dann machen wir doch hier auch noch so. Dann machen wir doch hier gerade eins an. Oder könnt hier den Hörnli-Mann, wenn er hier durchfährt, könnt ihr schnell aus dem Fahrzeug springen und schnell aufs WC gehen. Das ist ganz einfach. Perfekt. Genau so machen wir das. Ja, aber Salti, grüezi Troy. Hey, bist du da bei euch? Hey, ist da bei euch arbeiten? Salti, ja. Ja, 2 Stunden in der Woche. Ist das schon Arbeiten hier? Ja, ist ein bisschen speziell tatsächlich. Aber ich finde es natürlich cool. Ich finde es cool, dass Brack.ch da auf Twitch dabei ist. Ich finde das auch irgendwie heutzutage wichtig. Und ich finde es natürlich cool, dass ich da streamen darf. Ja. Salti, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Ich sehe, du bist da im Audio-Lurk. Du hast da all die neuen Badges im Einsatz, wie der Faro amix. Der Faro lässt mir einfach nicht zu, der schaut nur. Aber Salti, wie geht's dir? Geht's dir gut? Ich komme zu euch, morgen fange ich an, egal ob ihr wollt oder nicht. Ja, Salti, dann kommst du einfach mal. Einfach reinspazieren. Nimmst du dir irgendeinen Platz im Büro? Ja, dann wird gerade alles eingerichtet mit Kamera, Streaming-Equipment und so. Schnell Chat nachlesen. Stimmt, ist doch so ein Plumpsklo heute. Ja, true. True, Hörnli mal, true. Dir geht's gut. Nächste Woche Ferien zum Glück. Wir haben endlich alle Ferien nächste Woche. Das ist unglaublich, oder? Das ist unglaublich. Massi hat auch 3 Wochen Ferien. Ja, da mache ich irgendetwas falsch. Da mache ich irgendetwas falsch. Fällt eh nicht auf, gell? Fällt eh nicht auf. Und zudem, also ich würde jetzt doch einmal behaupten, Salti hat das noch im Griff da. Also ich meine, Salti streamt ja auch. Also von dem her, ich hätte da keine Sorgen. Du würdest da gut machen. Da. So, was wollte ich da machen? Die Toilette ist gebaut, der Hörnli-Mann ist zufrieden. Jetzt schauen wir, vielleicht steigt jetzt der Hörnli-Mann gerade aus dem Fahrzeug aus und geht das testen. Okay, anscheinend nicht, er muss noch nicht. Er muss noch nicht. 90%, ja geil, muss ich nochmal eins bauen. Let's go. Ja, genügend WCs, ist doch noch wichtig. Vor allem da. Was haben wir da? Beobachtung, okay, ich verstehe es, das verstehe ich. Da ist man da hinten, muss man aufs WC, ja, okay. WC-Pause endlich. So, das hätten wir bei der Toilette sicher mal bei 100% sein. Dann wäre das Problem mal gelöst. Geil. Haben wir da Strom? Endlich müssten wir da Strom haben. Schnell schauen, sehe ich das? Nein, wir haben keinen Strom. Doof. Notfallgenerator. Der braucht das Gebäude gar keinen Strom. Ah, I get it. Das Gebäude hängt hier am Keg, wo Strom hat von hier hin. Also dann machen wir das hier wieder ähnlich. Wir verstecken hier den Stromgenerator schön im Wald. Das muss niemand sehen.
Der Stromgenerator mit Benzinbetrieb. Und wir erzählen den Besuchern einfach, dass da alles solarbetrieben ist und so, mit Windrädern und so, alles sehr umweltfreundlich. Und in Wirklichkeit stehen da die Uhren Benzingeneratoren im Wald. Sehr schön. Gut, 90% von 90%. Let's go. Schutzraum. Schutzraum ist auch so etwas, das ist wichtig. Gäste. Schutzbunker. 75'000. Mein Gott, ich muss schauen, dass das Geld nicht ausgeht. Da haben wir genau das Gleiche. Aber das finde ich noch cool gemacht. Das habe ich vorhin wirklich zum ersten Mal gesehen. Mit diesen Farben. Das ist halt, wenn man die Kampagne nicht durchgespielt hat, oder? Fehlt einem so ein bisschen Tutorial-Zeugs. Aber wir machen jetzt das so. Die Besucher kommen da und das Erste, was sie mal sehen, ist der Schutzbunker. Ja gut, ich meine, ich finde es also schon noch wichtig. Wahrscheinlich werden sie dann auch gerade instruiert und so. Wenn der Sturm kommt, wenn der Dino ausbricht, dann bitte in den Schutzbunker gehen. Mal, das machen wir so. Das gefällt mir. Let's go. Ich nehme noch einen, langt nicht. Schutzbunker. Ich nehme an, die Reichweite wird etwa ähnlich sein wie bei den Toiletten. Das heisst, wir machen hier auch einen Schutzbunker. Was? Terrainbeschränkungen? Ja, aber. Hallo? Oh. Dann machen wir das auch so. Wir machen das unkompliziert. Wir stellen das so an. Let's go. Einmal verbinden. Perfekt. äh, 7% erst, ja, hallo? Das ist ein bisschen wenig. Okay, das kommt nicht sonderlich weit. He? Grün, dann müssten wir da wahrscheinlich noch etwas machen. Ja, einfach dort, wo halt da die WCs sind, dort bauen wir einen Schutzbunker. Macht Sinn, oder? Wo ist das da? Dann... da haben wir noch das WC. Fahrzeug gefährdet. Ja, ist ja gut. Schade, kann ich das nicht gerade hier machen. Ich muss es ein bisschen versetzen. Ich kann es aber auch hier machen. Ja, das macht noch Sinn. Und noch einen. Theoretisch müssten wir noch einen bauen. Zuerst schauen, wie es farbig wird. Ja, da ist es rot. Shit. Okay. Was ich jetzt auch noch interessant finde, wieso ist das hier nicht eingefärbt? Weil da Besucher gar nicht hingehen. Vielleicht wegen dem, hm? Das könnte noch sein. Besucher gehen hier zur Toilette, darum ist es bis hierhin grün. Das heisst, ich kann die Toilette eigentlich ein bisschen vorne verschieben, dann wird es hier auch grün. Vielleicht kann ich die auch noch verschieben. Nein, nicht die Toilette, sorry, ich muss die den Schutzbunker verschieben. So, wieder da, was habe ich verpasst? Wo sind deine Dinos? Viele Dinos sind vorhin gestorben. Weil sie verhungert sind. Weil der Troy irgendwie mit etwas beschäftigt war und ganz vergessen hat, dass die Dinos ja noch essen müssten. Ja, aber wir haben schon neu ausgebrütet, es ist nichts passiert. Wir haben alles schön vertuscht. Niemand weiss davon. Genau. Und alles, was auf Social Media gekommen ist, haben wir einfach als Fake News betitelt. Nein, du hast nicht viel verpasst. Ich bin da tatsächlich am WCs und Schutzbunker bauen. Und ich muss da alles irgendwie grün hinbekommen, oder das meiste grün hinbekommen. Ich finde das ein bisschen doof, dass wir da einfach rote Bereiche haben.
Kann ich nicht alle 5 Meter einen Schutzbunker bauen, mein Gott. Irgendetwas müssen ja die Dinos auch noch zu fressen haben. Also. Oh, okay. Ja, wow. Wir haben schon fast einen ganzen Stern. Ja, ich bin fast ein bisschen stolz auf mich. Fast einen ganzen Stern haben wir. Ich glaube, der Hörnli-Mann hat da schon einen halben Stern mehr bewertet, weil jetzt WCs rum sind. Ja gut, aber Gewinn, ich finde das wichtig. Immerhin machen wir vorwärts. Wir machen nicht Minus, gut, wir geben aber auch viel Geld aus mit diesen Bauten hier. Aber ich glaube, ist das mit einberechnet gewesen? Ich weiß es gar nicht. Mal gucken, 65%, mal schauen, was wir nachher haben. Ich hoffe, wir sind bei 90%. Es kann aber sein, dass wir eben knapp nicht bei 90% sind. Fahrzeuggefährdet. Kann man das ausschalten? Gut, das ist auch noch so etwas. He? Da habe ich einmal gesagt, es ist eigentlich nicht so gescheit, wenn da die Fahrzeuge durchs Velociraptor fahren. Aber jetzt ist ja Zalti da, jetzt kann ich ja Zalti schnell fragen. Findest du das in Ordnung, Salti, wenn man da durchs Velociraptor durchfährt? Ich kann es nachher auch noch schnell vorführen. Ich kann schnell hier ins Auto reinhocken, sobald es ein bisschen weiter vorne ist, und dann schauen wir uns da schnell an, ob das etwas ist. Dann darfst du entscheiden, ob wir es weiterhin so lassen oder ob wir das aussen rumführen. Also, lies oben. Also, lies oben. Ja, schau, sparst das Futterkosten und machst für die Leute direkt einen Weg zu den Dinos. Dann bist du auch sicher, dass deine Dinos nicht verhungern. Ja, sollte, dann ist die Frage auch schon beantwortet, oder? Schon beantwortet. So, jetzt springe ich da schnell ins fahrende Fahrzeug rein. Machen wir das nochmal schnell. Liebe Besucher, liebe Salti, wir sind hier beim Velociraptoren-Gag angelangt. Die Velociraptoren sind der Bracchi und der Seppi. Sie sind beide sehr hungrig. Und auf der Speisekarte steht heute Besucher. Genau, und liebe Gäste, Sie sind auch die auserwählten Leute, die auserwählten Besucher heute, die verfüttert werden, die Velociraptoren. Wenn es dann auch würden kommen, aber sie haben heute irgendwie nicht so Interesse. Hier haben wir übrigens eine tote Geiss. Sehr interessant, sehr interessant. Der andere Dude ist am Weg, ich sehe die Dinos nicht. Bitte steigen Sie da schnell aus. Sie müssen da sowieso raus, weil da ist sicher ein Velociraptor, der hungrig ist. Da ist noch mal eine Ziege. Wo sind denn da unsere Dinos überhaupt? Haben wir nur noch Geissen da? Der andere sagt, wo sind die Dinos? Okay, Geiss haben wir fast überfahren. Also, liebe Besucher, wie gesagt, eigentlich wäre der Plan, dass die noch verfüttert werden, aber auf jeden Fall springen sie nicht aus dem fahrenden Fahrzeug. Merci und ade. So, sollte extra für dich schnell eine Tour gemacht. Geht der ganz weg. Also, so würdest du da machen. Das ist natürlich auch noch gescheit. Das ist auch noch gescheit. Eigentlich direkt hier beim Ankunftszentrum die Leute kommen und dann ist da direkt einfach ein Gag. Ja. Also das Einzige, was wir schützen, sind eigentlich so, ist die Umgebung. Bäume und so, damit die nicht kaputt gehen und so. Damit alles nicht allzu blutverschmiert ist. Würden wir hier ein Gehege hinbauen. Besucher kommen da und werden direkt begrüßt von Velociraptoren und so. Das tönt gut, das tönt sehr gut. Das könnte man endlich mal machen. Einfach einfach mal so ein Gameplay machen, wo du einfach alles falsch machst. He? Würde mich eben schon noch reizen. Einmal mit Profis, da zahle ich keinen Eintritt mehr. Ja, also ich habe das Gefühl, wenn du einmal durchs Velociraptor fährst, dann wird das Eintrittsgeld auch keine Sorge mehr sein, die du nachher noch hast.
Alle Sorgen gehen vorbei hier auf dem Weg durchs Velociraptor hingegen. Nein, das ist nicht gut. Schau, Troy. Du musst zuerst Fressbuden machen. Aber ja, Salty weiss eben schon, wie es geht. Oder? Da gebe ich dir absolut recht. Zuerst müssen wir die Menschen füttern. Genau, also dass auch all die Vitamine drin sind und so. Und erst dann wir die Menschen verfüttern. Sehr gut, sehr gut. So, wo bin ich überhaupt gewesen? Ich war hier bei der Schutzraumversorgung. Ja? Wir haben es wirklich nicht auf 90% hochgeschafft. Ja, doof. Dann schauen wir schnell. Da ist halt ein bisschen rot und so. Ja? Es wäre wahrscheinlich wirklich gescheiter, wenn wir das aufzügeln. Das machen wir jetzt schnell. Du kommst neu. Das ist ein bisschen doof hier. He? Kann ich dich hier hinstellen? Da. Einmal da geht's, da geht's. Vorhin ist das nicht gegangen. Oder schon? Ich weiss es nicht. Aber das machen wir jetzt. Ja. Okay, die Wege sind ein bisschen komisch. Wer hat denn das hier designt? Das ist ja unglaublich. Wer streamt überhaupt bei Brackhamix? Nur du? Nein, die Steffi, 8-Bit-Blonde, kennt man vielleicht. Sie streamt jetzt nicht... Oh, das ist gar nicht gut, aber das geht, glaube ich, nicht. Sie streamt neu am Freitag. Dann haben wir noch den Cyril, der am Donnerstag Klemmbausteine streamt. Also all die zum Beispiel gerne Lego haben und so. Oder auch allgemein Klemmbausteine, so sagt man denen. Können dort am Donnerstag einschalten, ich glaube am 11 Uhr. Dann haben wir auch vom Cyril ab und zu mal einen Pen-and-Paper-Stream. Ich glaube eher informativ. Also für all die irgendwie eben so Pen-and-Paper Dungeons and Dragons Fans sind, dort gibt es glaube ab und zu auch mal einen Stream. Dann haben wir noch den Blake. Der Blake wird aber schon gleich Papi. Darum streamt er im Moment nicht. Aber vielleicht kommt das auch wieder rein. Vielleicht streamt er auch wieder rein. Also ich bin nicht der Einzige, das möchte ich damit sagen sollte. Kennst du... Wer kennst du nicht? Kennst du die Steffi nicht? Kennst du die Steffi nicht? Du musst mal bei ihr reinschauen. Sie macht das auch super. He? Und wir haben alle ein bisschen verschiedene Games. Das ist auch wichtig. Ich habe fast ein bisschen zu wenig habe ich das Gefühl, ich switche da immer zwischen Jurassic World und Guardians of the Galaxy. Bei Guardians of the Galaxy bin ich aber gleich schon mal durch wahrscheinlich. Und dann muss ich mir wieder neue Games suchen. Sollte ich kenne nur den Troy. Das ist natürlich eine grosse Ehre für mich. He? Sagt mir jetzt wirklich nichts. Ja, wie gesagt, geht doch auch mal bei den anderen Streams vorbei, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Das sind alles wirklich coole Leute. Gut, 79%. Was ist denn da los? Hey? Also, grün, das haben wir schon mal gelöst. Das können wir auch lösen. Da bin ich mir sicher, dass wir das lösen können. Wir müssen auch das Gebäude versetzen. Es ist ein bisschen weit aussen. Ich nehme an, wenn wir es hier machen, hätten wir das Problem wahrscheinlich gelöst. Vielleicht auch hier. Vielleicht kann ich es hier so ein bisschen schräg hinstellen. Mal gucken. Vielleicht ein bisschen weiter hinten oder so. Geht natürlich nicht, oder? Es ist natürlich genau so, dass es nicht geht. Gut, dann machen wir das so. Wir verschieben den Stromgenerator ein bisschen da rüber. Was auch nicht geht. Mein Gott, was ist denn da los? Was ist denn da los? Drehen. Runter. Also ich weiß nicht, was da genau das Problem soll sein. Gut, wenn wir es jetzt da so ein paar Meter über machen, habe ich das Gefühl, das geht nachher. Come on, please. Ja, da ist es blau. Wo ist es? Da. Ach, das ist Millimeterarbeit, unglaublich.
Let's go. Bitte ein bisschen. Mach das so. Mach es gerade, hä? Machen wir es gerade. Ich habe das Gefühl, das müsste lange. Ja, ich weiss, wir haben keinen Strom mehr. Jetzt hier den Generator schnell umgestellt. Wir haben immer noch keinen Strom. Das ist nicht gut. Da? Nein. Ich finde das ein bisschen mühsam, als wir hier immer mit Benzin auffüllen bei diesen Generatoren. Ist das nicht automatisiert? Da? Die Nahrung können wir auch gerade auffüllen. Was ist denn da nicht gut? Ist doch alles gut? Treibstoff 300 von 300? Stromverbrauch. Verbrauch 0 von 30. Kommen nicht raus. Kommen nicht raus. Das verwehrt mich hingegen keine Stromquelle. Ist jetzt das, weil wir den Generator verschoben? Aha, haben wir da jetzt. Also gut. Also gut. Machen wir das anders. Machen wir das so. Ja, dann hat da wahrscheinlich da wieder keinen Strom mehr. Dann müssen wir da genau irgendwie das so machen. Gut. Perfekt. Ich muss noch schnell lesen. Muss man dann nochmal den Namen schreiben? Schnell schauen, ob ich das kann. Salt, ich hoffe, du bist noch da. Ich schicke dir gerade schnell den Link. Von der Steffi, meinst du? Hä? Machen wir das schnell? Ich weiss gar nicht, haben wir da eine Shoutout-Funktion? Ich mache jetzt einfach selber schnell Promotion für die Steffi. Sie streamt bei uns auch. Da wäre noch ihr Link. 8-Bit-Blonde oder 8-Bit-Blonde. Könnt doch mal vorbeischauen. Und sie streamt jeden Freitag hier auf dem Channel, brack.ch. So wünsche dir noch viel Spass und nicht zu viel Menschen verfüttern. Salti, merci, dass du reingeschaut hast. Und ich wünsche dir noch ganz einen schönen Tag, eine ganz schöne Restwoche. Und ich denke, mir lässt sich wieder mal. Würde mich natürlich freuen, wenn du nächstes Mal auch wieder vorbeischaust. Ich streame jeden Mittwoch hier auf diesem Channel. Und meinen privaten Channel kennst du ja schon. Da bin ich auch ab und zu mal live. Und bye bye, Salti, bye bye. So, jetzt 90%. Jetzt müssen wir noch Unterkunft haben. Für oben, Janex. Schnell auf die Uhr schauen. Ja gut, okay. Fair enough, 20 ab 4, das kann man machen. Da kann ich dich nicht zusammenschiessen. Janex, geil. Was hast du noch so vor heute? Was machst du noch so? Schmeissest du noch den Grill an? Kommst du da noch in Jurassic Park und machst eigentlich mit mir schnell eine Tour? Was müssen wir haben? Unterkunft. He? Unterkunft. Ich nehme an, das ist ein kleines Hotel. Essen bei den Schwiegereltern. Das ist wie Jurassic Park. Hey, im Fall, ich habe auch immer am Mittwoch, das ist tatsächlich immer einmal in der Woche, gehe ich auch zu den Eltern essen. He? Das ist auch heute wieder der Fall. Es ist doch immer geil, oder? Es ist doch einfach immer geil. Ich liebe es. Das Essen ist auch immer noch das Beste. Bei den Eltern oder auch bei den Schwiegereltern. Jetzt muss ich schnell überlegen. Leute kommen da. Wollen sie direkt ins Hotel rein? Soll ich? Ich würde jetzt aber eher sagen, dass wir das Hotel irgendwie da machen. Irgendwie da. Aber was ja auch noch ist, es hat ja einen Umkreis. Wenn man beim Hotel natürlich noch Dinos sieht. Das wäre doch ganz geil, oder? Wenn quasi vom Hotelzimmer aus direkt gefressen wirst. Von einem T-Rex. Das ist das Beste.
Jetzt muss ich schnell schauen. Ich werde jetzt da einfach, wenn wir hier durchs Tor fahren, werde ich da nicht nebendran Hotels haben. Das sieht dann irgendwie ein bisschen doof aus. Da hinten, oder? Da hinten könnten wir doch ein Hotel bauen. Das machen wir jetzt. Einfach hier ins Keg rein. Das wäre wieder so, wie wir es nicht machen. He? Aber es würde mich eben schon mal reizen, das so zu machen. Gut, dann machen wir hier das Hotel hin. Let's go. Schöne Aussicht auf den Bunker. Das ist natürlich auch geil. Kann man direkt raus in den Bunker rein. Man hat auch gerade das WC nebendran. Man hat auch hier direkt Attraktionen. Und man sieht sogar vom Hotelzimmer aus. Und man sieht jetzt noch nicht, was wahrscheinlich etwa da wird sein. Sieht man direkt zu den Triceratopsen. Richtig nice, oder? Wir wechseln immer ab. Schwiegereltern, meine Eltern. Ja, das macht Sinn. Das macht Sinn. Ja, Janik, hast du denn einen Favorit essenstechnisch? Bei wem ist es besser? Und denk daran, wir sind hier im Internet. He? Da sehen alle, was du jetzt für eine Antwort schreibst. Also tu dich nicht wundern, wenn sie dich dann böse anschauen am Esstisch. Was ist jetzt wieder los? Schon wieder kein Kopfdeckel. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Das ist eigentlich der Benzin-Nachfüll-Simulator, den wir hier spielen, oder? Ohne Anwalt sage ich nichts. Gell? Es ist wahrscheinlich gescheiter so, Janik. Es ist gescheiter so. Gut, schnell beobachten, was da passiert mit dem ersten Hotel. Ui, okay. Achievement habe ich freigeschaltet. Geil. Einrichtungen gibt es in 3 Arten: Nahrung, Getränke und Shopping. Passe jede Einrichtung an, indem du Innenmodule hinzufügst, die am besten zu den Demografien deines Parks passen. Interesting. Maximiere deinen Profit durch das Platzieren von Einrichtungen in Bereichen, die zwar belebt, aber nicht überfüllt sind. Achte auf die Betriebskosten von Modulen, die eventuell nicht genutzt werden. Wir probieren das einfach mal aus. Attraktionen gewähren konstant Anziehungskraft. Das sind so Kinos und so. He? Ändere die Art von Attraktionen, um einen anderen Teil deiner Demografie anzulocken. Also wir locken an mit Attraktionen und dann verkaufen wir noch den richtigen Merch dazu. Das ist der Plan, oder? Und irgendwann werden die Besucher noch gefressen. Das kommt dann nachher. Lass uns einige Annehmlichkeiten bauen. Wenn der Appetit unserer Gäste nicht gestillt wird, gibt es auch weniger Appetit auf Saurier. Ja, das ist definitiv so. Forschung verfügbar, grosses Hotel. Wir machen jetzt das mal schnell. Großes Hotel. Ein Hotel mit verbesserter Aussicht, das die Unterkunftsbewertung erhöht. Ein breiterer Weg, der in Bereichen mit viel Betrieb für höhere Gästekapazität sorgt. Wir machen jetzt zuerst mal Hotel, wenn wir das forschen. 9. Oha, das ist viel. Schnell schauen, muss jemand in die Ferien. Alles gut. Alles gut. Was, 500.000 hat jetzt das gekostet? Okay. Es wird langsam Zeit, dass wir ein bisschen Geld machen hier im Park. Statt immer nur ausgeben. Gut, jetzt schauen wir hier schnell das Hotel an. Sieht richtig gemütlich aus. Ja. Hier schnell eine Deko-Perspektive. Was für Sperr? Kann ich da nicht reingehen? Gebäudeansicht. Oh. Okay, also ich finde das echt noch geil. Sehr geile Aussicht hier. Ja. Direkt einfach das Keg vor der Nase. Nein, aber natürlich sieht man auch Dinos. Ich glaube, das ist schon gut. Das ist doch gut. Alright. Also in dem Fall haben wir das andere erledigt. Ein Hotel und alles ist gut. Bau folgendes betriebsbereites Gebäude, Einrichtung und Gästeattraktion. Also, das ist da, wo uns vorhin erklärt worden ist. Jetzt müssen wir schnell überlegen. In diesem Bereich muss ja schon mal irgendwie vieles passieren. Die Leute kommen da, die Leute gehen heim.
Die Leute, die ankommen, ja, die wollen wahrscheinlich zuerst mal irgendwie Dinos sehen. Die heimgehen, die wollen Merch kaufen, oder? Ganz klar. Die überlebt haben, wollen das Shirt kaufen, wo drauf steht «I survived Jurassic Park». Das wäre geil, wenn wir noch T-Shirts designen könnten. Das wär's doch. Vielleicht kann man ja das sogar. I don't think so. Aber dann machen wir das einmal. Ah, nein, das ist unter Attraktionen. Hm? Oder auch nicht. Ich weiss es nicht so recht. Hm? Wir brauchen eine Einrichtung und wir haben auch eine grosse Einrichtung. Kleine Einrichtung. Ja, jetzt. Jetzt. Schnell vergleichen. Ah nein, da müssten wir noch forschen. Okay. Ja, dann würde ich sagen... Aber wir haben doch schon eine Attraktion. Wir haben ja schon eine Parktour. Ja, verdammt. Also, Moment. Wir sind im Spiel voraus. Hop on board for the park tour and experience 65 million years in the making. Was sehe ich jetzt da? Sichtbare Sau. Ja. Ich glaube, wir bauen jetzt einfach irgendeinem etwas an. Ich weiss es ehrlich gesagt nicht. He? Und zwar, was habe ich gesagt? Kleine Einrichtung. Das ist also etwas. Man kommt direkt von der Tour retour, da wird man doch auch direkt schon mal Merch kaufen, oder? So läuft doch das. Würde ich sagen, da direkt, da kommt schon mal Merch hin. Können wir es noch konfigurieren? Oh nein, warte, jetzt Donuts. Gut, das ist wichtig. Bevor Sie auf die Tour gehen, ein bisschen essen. Jetzt kann ich hier noch Module hinzufügen. Also jetzt... Oh, ja, okay. Ja. Also ich kann noch 3 hinzufügen. Sehe ich das richtig? Also ich glaube, das Glasse ist immer gut. Ich glaube, da ist auch immer so ein bisschen warm in diesem Gebiet. Also Glasse ist immer gut. Aber wahrscheinlich brauche ich noch ein bisschen Abwechslung. He? Ein Selfie-Spot. Jetzt muss ich schnell schauen, was hat denn das da zu bedeuten? Oh, okay. Ui. Jetzt geht es langsam ab. Let's go. Ich möchte endlich noch mal schnell wissen, was denn das da ist. Ich will es nicht anwählen. Das ist keine Stromquelle. Also, Strom. Wir müssen noch mehr Benzin auffüllen. Wichtig ist, dass wir hier Strom haben. Ja, ist jetzt halt. Ist ein bisschen doof platziert, hä? Ganz klar doof platziert. Aber wir müssen noch Haufen Zeug bauen, darum komme ich wahrscheinlich nicht drum herum. Dass wir hier in dieser Region noch Strom bauen. Am besten auch hier versteckt, oder? So. Sieht niemand. Alle haben das Gefühl, das ist alles mit Solar betrieben. So. Gut, check. Also, eine Einrichtung reicht. Es spielt anscheinend nicht einmal eine Rolle, was wir hier genau haben. Aber ich fülle jetzt das noch schnell. Brauchen wir einen Fischtank? Nein. Selfie-Spot, da braucht es schon, oder? Und für die hier noch etwas erfahren wollen, machen wir noch Fossilien ausstellen. Let's go. Ich frage mich, wie das hier alles Platz hat. Aber hey. Da auf der Seite. Okay, geht dort. Mama, das macht Sinn. Da kann man noch Fossilien, das ist unser Merch, oder? Da kann man noch kaufen. Glasse, Donuts. Genau. Donuts heisst das Gebäude. Es fällt mir gerade kein besserer Name ein. Forschung verfügbar. Also, Gästeattraktion haben wir ja jetzt. Also, da haben wir ja schon gehabt. Ich weiss jetzt nicht, was da die Idee ist. Müssen wir nochmal etwas bauen? Also, wir haben jetzt zudem eine Beobachtungsgalerie.
Oder ist echt da etwas anderes gemeint? Ja, das muss ja da sein. Aha. Das Gebäude heisst Gästeattraktion. Und ich muss es zuerst noch forschen. Also, let's go. Machen wir. Muss jemand in die Ferien? Noch nicht, hä? Gut. Können wir in der Zwischenzeit noch etwas machen? Endlich könnte man wieder mal ein bisschen Dinos forschen, oder? Wir haben keine Fossilien. Das heisst, wir müssten zuerst eine Expedition losschicken. Ich muss aber tatsächlich ein bisschen aufs Geld schauen. Aber ich glaube, das liegt schon noch drin. Was haben wir denn da? Ah, das haben wir abgeschlossen. Da hätten wir noch Zeolophysis. Was ist ein Zocoelophysis? Ja, okay. Komischer Name. Ja, finden wir raus, oder? Finden wir raus. Checken wir mal jemanden los. Da muss ich 2 losschicken. Let's go. 340'000. Da haben wir jetzt da tatsächlich noch anders. Aha. Was wäre denn das? Proceratosaurus. Ein Compsognathus. Ja, die haben wir schon. Die Compis, die haben wir schon. Okay, da hat es jetzt noch viel mehr. Das habe ich gar nicht gesehen. Parasaurolophus haben wir noch nicht. Ja, Velociraptor haben wir, glaube ich, genug. Das ist schon das Problem. He? Parasaurolophus könnten wir noch holen. Aber jetzt holen wir natürlich zuerst mal da wie heisst es? Zoelophysis. He? Keine Ahnung, was das ist. Vielleicht weiss es ja jemand vom Chat. Ist das ein Fleischfresser? Ist das ein Pflanzenfresser? Gut, haben wir schon fertig geforscht? Gästeattraktion. Ist noch dran, oder? Das sollte noch dran sein. Das sehen wir, glaube ich, da. Let's go, 1 Minute. Was ich ja auch erst jetzt sehe, oder? Was ich das früher noch nicht gesehen. Das sollte, glaube ich, der Wasserfall sein, der im Film auch vorkommt. Es ist nicht 1:1 so wie im Film. He? Ich weiss noch, wie das aussieht. Da war der Wasserfall im Hintergrund und dann ist da wäre so die Heli-Landeplattform und dann ist da so ein Weg gewesen, und wahrscheinlich sind sie dann eher noch ein bisschen im Zeug rumgefahren, bevor sie im Park angekommen sind. Also eigentlich hätte das da hinten sein, damit kann ich das verschieben. Was? Du kannst das folgende Gebäude im Moment nicht verschieben. Ankunftsort 1. Okay, dann halt nicht. So. 7 Sekunden und dann können wir eine Gästeattraktion bauen. Ich würde sagen, dass wir das hier in diesem Bereich machen. Jetzt haben wir hier auch genügend Strom. Ich muss hier schnell schauen, dass wir Treibstoff haben. Let's go. Attraktionen. Let's go. Gästeattraktion. Ui, das ist riesig. Okay, das ist riesig. Schnell gucken. Dann würden wir das so machen. Perfekt. Attraktion bearbeiten. Wir haben das Kino. Und es gibt einfach auch nichts anderes, was ich wählen kann. Gut. Ist die Expedition schon durch? Nein, noch nicht ganz. Okay, dann müssen wir schnell... Oh! Regen. Ist es ein Sturm? Ist es noch mehr Regen? Vielleicht ist es noch mehr Regen, he? Schicke ich schon eine Expedition los? Nicht unbedingt.
Ich habe das Gefühl, wir haben doch sicher noch irgendwelche Saurier, die wir ausbrüten könnten, die wir gar noch nicht ausgebrütet haben. Gut, Wissenschaftler zuweisen. Wir brauchen 3. Nehmen wir dich. 50'000. Da muss schnell schauen, was wir machen könnten bezüglich Dinos. Der Jurassic Park befindet sich an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Kommerz. Das eine sichert das andere. Je höher also die Parkbewertung, desto mehr Einnahmen haben wir, um Dr. Wu und seine Forschung zu unterstützen. Neue Geschäfte und Attraktionen und neue Saurier machen den Park attraktiver und profitabler. Okay. Also Parasaurolophus haben wir schon, aber wir haben ihn noch nicht bei 100%. Das heisst, ich hätte jetzt endlich eher den selber forschen. He? Schnell gucken, was da los ist. Wir haben hier ein paar Türen, die rumliegen. Also alles normal soweit. So gut. Das muss ich mir jetzt hier schnell genau anschauen. Grüezi miteinander. Ist bei Ihnen alles in Ordnung? Ja, sieht alles gut aus. Alle sind happy, haben nur die Türen fehlen. Alles gut. Neues lebensfähiges Genom Coelophysis. Oh, das sieht nach einem Fleischfresser aus. Dann, aber da sind wir wahrscheinlich ja noch nicht so weit. Ach, so. Schnell gucken. Oha, aber okay, da. Coelophysis, 59%. Also das noch als Infochat. Je mehr als man forscht, je mehr DNA als man forscht, desto höher geht es auf. Bei 100% gibt es sehr gute Dinos, wenn sie nicht bei 100 sind, oder ich sage jetzt mal so knapp über 50, was übrigens das Minimum ist, um etwas auszubrüten. Gibt es halt so ein bisschen genetische Defekte. Fehler haben wir bei den Raptoren gemacht mit 55%. Und jetzt haben wir halt einen Raptor, der ein bisschen aggressiv ist. Ja. Darum liegen halt da manchmal ein bisschen Fahrzeugtüren an. Auf jeden Fall, jetzt muss ich da schnell schauen, generieren 400'000 Einnahmen pro Minute. Wir sind bei 229'000. Erhöhen die Gesamtanzahl der Saurier-Spezies. Ja, da sind wir eigentlich auch dran. Wir haben es noch ein bisschen falsch gemacht, aber dann schicke ich da noch mal eine Expedition los und dann holen wir uns den Parasaurolophus. Der Parasaurolophus. Wo ist er denn? Parasaurolophus, let's go. 5. 180'000, let's go. Aber gleichzeitig kann ich noch weiter forschen. Zack, zack. Forschen wir hier noch. Ich hoffe, es geht auf. 3. Gut, dann gehst du forschen, dann schicke ich dich nachher in die Ferien. Gut, jetzt wollte ich da noch mal schnell schauen. Ui, ja, jetzt ist mein Spiel, jetzt ist es verschwunden. Schnell meine Maus wechseln. Also, was wollte ich schauen? Attraktion bearbeiten. Genau, das Aussehen. Also, was wir hier machen können, ist tatsächlich die Farbe wählen und so. Also, ich würde jetzt schon sagen, ist das unser Brock.ch-Rot? Ich weiss es nicht so recht. Das ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig, wenn ich keine Farbcodes habe hier vor mir. Primärfarbe. Zusätzliche Farben. Geht das so? Mal das geht. Aha, aber Moment. Nein, dann ist es aber nicht mehr so, wie ich das gerne möchte. Rot. Anwenden. Sekundär. Also, es ist auch rot und weiß. Das ist ganz einfach. Ganz einfach. He? Ist denn da das Dach? Ah, da ist doch gar kein Dach. Hier wieder weiß. Ich sehe keinen Unterschied. Lichter.
Und so. Haha, geil. Aber das ist nice, oder? Das ist schon noch... Aber ich weiß nicht, ob die wirklich rot müssten sein. Das sieht so ein bisschen bedrohlich aus. Nein, wir machen es weiss. Wir machen es weiss. Auf jeden Fall, hier, der Eingang ist rot. Jetzt muss ich gleich noch schnell schauen, was ist, wenn wir hier auch noch ein bisschen mehr rot haben. Ich sehe keinen Unterschied. Ich sehe keinen Unterschied. He? Ladies and gentlemen, make the right Sekundär. Schnell schauen, ob wir hier etwas sehen. Okay, da habe ich etwas gesehen. Ja, dann haben wir hier auch rot. Ich würde gerne das Brock.ch-Logo machen, aber da darf ich glaube nicht. Da geht glaube ich nicht. Gebäudestil. Jurassic Park. Okay, Moment. Ich hoffe, die Dinos sind noch nicht ausgebrochen in dieser Zeit. Da. Jurassic Park, Jurassic World. Nein, das passt irgendwie nicht wirklich. He? Wir machen ganz einfach. Jurassic Park. Dachstil Holz, Beton. Das ist da. Ja gut, das ist Holz. Machen wir Holz. Ui, okay. Speziell. Aber ich möchte eigentlich nicht Jurassic Worldiges nehmen. Ich möchte hier Jurassic Park nehmen, wie im Film. Eingangsdekoration. Oha, okay. Gut, dann ist aber jetzt der Weg am falschen Ort. He? Ihr lernt das mittig. Ui, okay, also. Mal gucken. Ja, da haben wir natürlich auch Jurassic World und so. Ja, das ist gut. Kino können wir nicht ändern, hä? Ja, das muss gut sein. Jetzt schaue ich da noch schnell, das können wir auch verändern. Da haben wir Donuts und Glasse, glaube ich, irgendwie so. Fahrzeug gefährdet, gut. Machen wir auch wieder rot. Sekundär nicht unbedingt grün. Schnell schauen, was verändert. Dann haben wir da mal ein Weiß. Doch. Ja. Ah, okay. Machen wir auch Weiß. Dekoration machen wir auch rot. Let's go. Lichter, ja. Auch Weiss ist da gut. Aha, da können wir auch als Standard speichern. Das machen wir jetzt schnell. He? Ja, gerne. Oh, da ist jetzt Jurassic World ausgewählt. Jurassic Park. Schnell schauen. Ja, das können wir sehen. Jurassic Park mittelgroß. Ja, da muss es schon ein bisschen imposant sein, da, oder? Ah, da machen wir so. Die Mitte ist gut. Ui, speziell. Das ist, da finde ich eigentlich noch schön. Da, aber so, ja, Mama, das machen wir. Da machen wir. Wollen wir hier Schädel haben? Ja, so ein bisschen Pflänzchen und so, oder? Sterne leuchten. Nein, so. Es müssen so viele Besucher wie möglich hier Platz nehmen und so. Beschilderung machen wir jetzt aber nicht Donut. Wenn schon Eis, mal machen wir Eiscreme. Das ist sehr gut, das ist sehr gut. Let's go. Gut, also Komfort ist ja was, kein Strom. Was ist eigentlich? Das kann ja gar nicht sein. Kein Strom steht da, oder? Das kann gar nicht sein. Das ist gelogen. Sie da verschieben, oder was? Also schnell schauen. Eigentlich haben wir hier Strom von daher. Eigentlich müsste ich das gar nicht haben. Da. Ah, darum konsumiert er ja auch keinen Strom. Ja. Das ist ganz einfach. Weg mit dem Zeug. Ui, okay, da sind wir schon leer. Schnell auf die Zeit schauen. Mal ein bisschen Zeit haben wir noch. Nein, zuerst möchte ich, bevor ich auf Expedition gehe, muss ich mir die Fossilien anschauen.
verkaufen. Sehr schön. Dann haben wir gesagt, Parasaurolophus. Tun wir forschen. Ich weiß nicht, ob wir es auf 100% schaffen. Wir brauchen 3. Ja, jetzt, hä? Jetzt. Schicken wir dich. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Alles gut. Alles gut. Jetzt gehen wir schnell zum Personalzentrum. Wo ist es? Ich weiss es nicht so recht. Oh, gerade nebendran. Und du gehst in die Ferien. Ausruhen. Dich schicke ich nachher in die Ferien. Kitty. Ja, du solltest schon mal in die Ferien haben. Also, geben wir jetzt ein bisschen Geld aus, damit die Leute die Ferien machen können. Das ist schliesslich auch wichtig. Gut. Wollt jemand vom Chat noch verewigt werden? Das kann ich noch schnell fragen. Falls ihr euch fragt, wieso es Kitty heisst. Kommt von der Kitty, die man im Chat ist. Also wenn irgendjemand da seinen Namen drin hat oder einen Vorschlag für einen Namen hat, einfach rein damit. He? Einfach rein damit. Also. Da sind wir dran. Schnell gucken. Parasaurolophus 89%. Wobei, wir sind noch dran. Ich glaube, wir sind noch dran, da sind wir nachher bei 100%. Der Zoelophysis ist noch ein bisschen wenig. Da warten wir noch schnell. Nachher könnten wir theoretisch einen neuen Dino machen. Das heisst, wir brauchen ein neues Keg. Jetzt muss ich schnell überlegen. Wir fangen an, wir haben die Dilophosaurus. Ich habe es tatsächlich wie im Film gemacht. Sie kommen, sie sehen zuerst keine Dilophosaurier, aber sie fahren am Keg vorbei, dann gehen sie zu den Triceratopsen. Und dann gehen sie, glaube ich, zu den Raptoren. Und irgendwann kommt dann noch der T-Rex. Neues, vollständiges Genom, sehr gut. Dann würde ich sagen, wir bauen hier schnell ein Gehege. Schnell überlegen. Sie fahren hier direkt durch. Wir könnten sie neu umleiten. Hier oben. Da würden wir nämlich hier das nächste bauen. Das machen wir. Schnell die Abstände so einigermaßen. 3-mal. Und dann haben wir, glaube ich, einen ein bisschen schräg. Ah, das Netz nicht. 3-mal gegen oben. Schräg. Jetzt geht es auch auf. Ja, geht das auch auf. 1, 2, 3. Okay. Kleiner Schönheitsfehler. Nicht weiter schlimm. Ja, so einigermaßen. Ich weiss nicht, ich habe halt das jetzt immer so gebaut. Ich glaube, das ist das einzige Keg, das schon gestanden ist. Und ich habe das immer so ein bisschen ähnlich bauen. Aber mein Gott, das sieht auch so aus, als hätte es einen irgendwie freak-stylet, oder? Jetzt sehen halt alle so aus. Gut, wir können das nachher umleiten, einmal gegen oben. Zuerst brauche ich aber noch ein Tor. Schnell überlegen. Die Ranger-Teams können hier durchfahren, dann machen wir hier das Tor hin. Wir machen einen Ranger-Posten mit drin. Ist halt schräg, aber ist egal. Dann brauchen wir eine Beobachtungsgalerie. Und die würden wir hier machen. Dann brauchen wir wahrscheinlich wieder Strom, oder? Brauchen wir Strom? Wir brauchen 100% wieder Strom. Nein, wobei da glaube ich nicht. Das könnte noch funktionieren. Was wir machen, ist hier ein Weg gegen ab. Das ist so.
Oh mein Gott. Okay. Ich höre es. Ui, okay, das ist ein bisschen komisch gewesen. Das gesamte Personal, bitte suchen Sie Schutz. Bitte suchen Sie Schutz, hä? Soundeffekt. Die Dinos sind direkt am Ausrasten. Was ist los? Ja, merci Spiel. Das ist sehr hilfreich, ja. Okay, eins nach dem anderen. Keine Ahnung, irgendjemand ist ausgebrochen. Schutzbunker. Alle Schutzräume öffnen. Let's go. Ja, das ist echt kacke, oder? Jetzt wird mir das Game zeigen. Oh mein Gott, ich muss eine Übersicht haben. Was ist los da? Wahrscheinlich ist der Strutiomimus 06 vom Blitz getroffen worden. Wir haben defekte Keg, Stress. Serious sicher, bitte einmal reparieren, merci. Dann hier reparieren, sehr gut. Müssen wir noch mehr reparieren? Können wir das auch noch reparieren? Ist die Toilette kaputt gegangen? Ja, da ist ja alles Mögliche kaputt gegangen. Hey. Verletzungen. Ei. Oh, das ist gar nicht gut. Der Seppi und der Bracki sind unterwegs im Park, außerhalb vom Keg. Da brauchen wir unser Heli. Es ist abartig laut, ich muss leisiger machen. Also einmal betäuben, bitte. Bist du schon draussen? Du bist noch drin. Wenn du jetzt drin bleibst, dann wirst du nicht betäubt. Dann ist alles gut. Das ist auch geil gemacht, oder? So die Details und so. Das fällt mir erst jetzt auf. Das ist noch geil. Das Wasser und so. Ist betäubt, let's go. Einmal transportieren, zurück ins Gehege. Schnell Überblick verschaffen. Verletzt Kirnenerschütterung. Wie geht's im Bounceratops? Aber Bounce, das ist kein Bounceratops, das ist ein Dilopho-Bounce, was du meinst. Ich bin Caster Troy. Grüezi Bounce, schön, dass du da bist. Geht's dir gut? Wir hatten gerade einen Sturm gehabt, wie du siehst, es ist alles rot am Leuchten. Ich weiss nicht mal, wo ich anfangen soll, mit Problemen lösen. Und übrigens, am Anfang sind mir Dinos weggestorben bei uns, das hast du nicht mitbekommen. Kann vorkommen. Sie sind verhungert, weil ich vergessen habe, dass sie nichts zu essen haben. Aufgabe hinzufügen, bitte ist der da. Und ich glaube, irgendeiner da. Der Tricerabounce. Das ist aber nicht der Tricerabounce. Okay, das geht nicht. Aha, der mit der Kirnenerschütterung. Das ist übrigens das Symbol, lieber Chat, für eine Kirnenerschütterung. Jetzt sage ich wirklich immer Kirnenerschütterung. Eine Gehirnerschütterung, das ist das Symbol dafür, der gebrochene Knochen. Das geht ja gar nicht, Bounce. Aber dir geht's gut. Geht's dir besser als im Truck? Ich würde sagen, Kirnenerschütterung da müssen wir einen Lufttransport machen. Nein, da müssen wir zuerst betäuben. Einmal betäuben, dann einmal transportieren. Ich muss hier pausieren, weil sonst habe ich es nicht mehr im Griff. Okay, ist jetzt da einfach das Keg kaputt gegangen? Einfach so. Ich kann das auch gerade machen. Ach nein, ich muss das nicht neu bauen, ich muss es reparieren. Statusprüfung in Basis. Let's go. Einmal reparieren. Ja, mir geht's gut, danke dir auch. Mir geht's auch gut bei uns. Ich kann mich nicht beklagen.
alles chillig. Zeig mal den Bounce. Lebt er überhaupt noch? Ja, Bounce, das mache ich jetzt lieber nicht. Es ist Sound wieder an, wie ich versagt habe. Nein, natürlich. Der Dilopho-Bounce. Da. Die verstecken sich zwar immer, wenn wir da mit dem Auto zu fahren kommen. Schnell schauen. Da haben wir den Dilopho-Bounce. Schnell schauen, wie fit das er ist. Streift umher, Bounce. Also dich kennen wir ja grundsätzlich nicht anders. Er streift umher, ist aber zufrieden. Perfekt, 100%. Du verstehst dich gut mit deinen Kollegen, also eigentlich 0%. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Du hast genug Platz, Bounce. Du bist mit deinen 2 anderen Kollegen sehr zufrieden. Es dürfte auch noch ein bisschen mehr sein. Du könntest noch ein bisschen mehr Wald vertragen. Du bist eher ein bisschen der Walddino. He? Aber das muss länger, so wie es jetzt ist. Du hast eine Ziege, das reicht. Du bist zufrieden mit einer Geiss. Du hast genug Wasser. Du hast keine Leidenbounce. So voll der Landstreicher, genau. Und das ist natürlich das Wichtigste, Bounce, oder? Also eigentlich ist es schlecht. Wieso hast du da noch nur einen Stern? Anziehungskraft, 1 Stern, der Bounce. Was ist los? Wenn wir dich da noch ein bisschen trainieren und so. Mag nicht Compsognathus, okay. Ja, also Bounce, ich glaube, insgesamt ist alles gut, ausser deine Anziehungskraft, die ist nicht so gut. Aber hey, ist ein kleines Gehege und du hast noch 2 andere Kollegen. Ich glaube, Kitty ist auch noch dabei, oder? Femininosaurus Kitty ist auch noch da. Ja, klar, also ich glaube da schon dran, dass das alles gut kommt, Bounce. Alles gut. Anziehungskraft. 1 Stern Frechheit. So, jetzt muss ich schnell gucken. Da sind wir am Betäuben. Was ist mit dem anderen? Eigentlich Lufttransport wäre doch noch die Idee gewesen. Ach, kein Überblick. 0. Da aussen. Was machst denn du da? Bist du hier falsch? Verdeckel. Ja, also eins nach dem anderen. He? Ich glaube, so eine Strutti um muss so da ein bisschen im Park rumlaufen. Das ist nicht allzu schlimm. Was wir noch schnell machen, ist reparieren da. Gut. Überblick. Bezahlt, das war es. Dann tun wir dich transportieren. Hier hin. Let's go. Oh, Ferreira. Da müssen wir Ferreira in die Ferien schicken. 5, dann brauchen wir den Fadl. Fadl, let's go. 71'000 für eine Kinderschütterung. Da platzt mir der Kragen. Macht er sich auch mal den Kragen? Jetzt komme ich fix raus, da platzt der Kragen. Ja, logisch. Ja, wir müssen eben fast einmal sehen, wie da... Wo ist hier die Ziege? Wo ist hier der Bounce? Du bist ja gerade da. Jetzt frisst doch auch das Ding, Bounce. Musst nicht anschauen. Ja, der Bounce versteckt sich, oder? Das ist klar. Wir können nicht einmal zuschauen, wenn er den Kragen aufmacht. Er ist da irgendwann im Wald drin, oder? Ja, Bounce, hä? Kann sein. Ich weiss nicht, ob der Kragen jemals aufgegangen ist. Man sieht es halt nicht. Ich weiss nicht, ob du den Regenschirm jemals aufgespannt hast. Schnell gucken, ist der schon gekillt? Aha, ja, nein, er ist noch nicht einmal da. Gut, was wir machen, ist schnell auf die Uhr schauen. Okay, viel liegt nicht mehr drin. Was wir machen, ist... Du hast ja noch mal einen. Ich glaube, ich muss da zuerst irgendetwas reparieren. He? Wo ist es denn offen? Wo? Ist alles gut? Was ist da rot? Ist da etwas kaputt? Ist doch alles gut. Egal.
Einfangteam. Aufgabe hinzufügen, zack. Und zack. Dann bringen wir euch wieder retour. Ich will keine tote Geiss, ich will jagen. Ist ja nicht tot. Alles gut. Ist alles gut. Oder ist sie tot? Jetzt sehe ich gar keine mehr. He? Eddie, Leute. Oh, Moment. Jetzt, ich glaube, du freundest dich gerade an. Wir müssen das beobachten. Zu spät. Nein. Bounce. Jetzt, wo ich da komme und weg kann schauen, wie du das machst, gehst du gerade auf, oder was? Das wäre jetzt deine Chance gewesen, Bounce. He? Jetzt bist du selber geschont. Mit wem hast du es denn überhaupt versucht? Mit der Kitty? Kitty hat nicht wollen. Ui, hast du gesehen. Ich glaube, den Kragen hast du auch ein bisschen aufgemacht. He? Hast du dich ein bisschen getraut? Der Kragen war offen. Ja. Geil. Schau, da geissäckelt happy im Zeug. Und jetzt, komm, ich will jetzt einfach einmal sehen, wie du da... Das Gespucke muss ja noch sein, weißt du? Also, wie im Film und so. Der Eddie interessiert es schon mal nicht. Ich glaube, der Bounce hat sich schon wieder versteckt. He? Tja. Jetzt muss ich schnell schauen, was ist da? Ich könnte endlich da die Schutzbunker wieder aufmachen. He? Oder schliessen, besser gesagt. Sonst generieren wir ja gar keine Einnahmen. Gut, eines transportieren. Zack. Der Strutiumimus, der da... Das ist auch geil, oder? Wenn er da liegt, mitten auf der Straße. Dann haben wir Stau und dann ist da offen. Kein Wunder, kommen die alle raus. Das ist kein Wunder. Sicher gestritten mit dem Femininosaurus. Da weiss ich nicht, das nicht beurteilen. Ich weiss nicht, wenn der Kragen aufgeht, was das genau bedeutet. Ich glaube, der geht auf, wenn du aggressiv bist, aber er könnte eben auch aufgehen, wenn du, weißt du, was ich meine, oder? Gut, ich glaube, wir haben soweit das wieder unter Kontrolle. Ich weiss, wenn man nicht da ist, so ein bisschen rot. Heisst das, ich muss das reparieren? Härte Sachen, geht mal schnell hier einfach reparieren. Überall, was hier aufleuchtet, schnell eine Store bitte. Da wollen wir nicht, hä? Jetzt da. So. Gut, check. Ja, zündet die Pyros. So. Schnell bei der Forschung schauen. Wir haben keine Forschung. Das war eigentlich der Plan. Ich weiss nicht, was der Plan war. Also was ich jetzt auch sicher nicht machen, heute noch Dinos pflanzen und dann nächstes Mal wieder vergessen zu füttern. Das ist immer doof. Darum würde ich sagen, wir pflanzen nächstes Mal Dinos pflanzen. Also der Parasaurolophus. Was wir jetzt aber mal schnell machen können, da ist das Gehege für den Parasaurolophus. Das müssen wir nachher noch ein bisschen schöner machen. Soweit ist das gut. Was wir aber jetzt ändern, ist die Strecke. Wir ändern die Strecke abändern. Let's go. Ja, die Tour ist am Laufen. Und dann heisst es plötzlich: Liebe Besucher, wir rissen jetzt hier, gerade wo Sie sind, die Strecke ab. Es tut mir sehr leid, wir sind jetzt tot. Gut. Da weg. Jetzt ist wieder das Problem. Jetzt muss ich da jedes Mal zum Gebäude rauf, um das auszuwählen. Dann möchten wir gerne ein Beton strecken. Dann ziehen wir jetzt das hier runter. Und zwar machen wir das genau so. Genau so.
gerade über. Dann machen wir hier schnell ein bisschen kurvig. Einmal durchs Zeug durch. Und dann würde ich sagen, gehen hier raus. Ja, das ist jetzt gerade ein bisschen doof. Da. Ja. Nein. Mal. Doch, alles gut. Da wieder rein. Muss ich hier aber schnell abreißen. Das kommt glaube ich weg. Ja. Let's go. Und dann verbinden wir hier. Perfekt. So, try muss mal in Lurk, bis später. Vielleicht, hey, Bounce, merci für den Lurk-Support. Und vielleicht bis später. Hey, übrigens, ich bin heute nochmal live. Ich sage es nachher nochmal auf meinem Channel. Auf meinem Channel bin ich heute nochmal live. Für die noch irgendein Unterhaltungsprogramm für heute zu Abend brauchen. Ab den 9. So, noch schnell einmal auffüllen. Gibt es gerade noch irgendeine Wartungsarbeit, die wir machen können? Wir könnten wirklich schnell... Kann ich da nicht einfach alles auffüllen? Oder? Das wäre doch einfach geil. So, alles auffüllen. Ja, ich muss da überall hin. Wenn ich das jetzt... Was, kein Strom? Was, kein Strom? Wenn ich das jetzt mache, habe ich das Problem nächstes Mal vielleicht nicht direkt. Hm? Das kostet doch abartigst Geld, oder? Geil, in dem Fall hat das Easter Egg finden. Ja, komm doch vorbei. Da machen wir. Da machen wir doch. Da füllen wir noch schnell auf. Ach, eigentlich müsste ich das Strommanagement hier mal optimieren. Ich habe das Gefühl, ich brauche nicht so viele Generatoren. Schnell durchgehen. Gut. Ja, ist nicht gut. Gut, dann haben wir so schnell kein Stromproblem. Da ist noch irgendetwas los. Bist du da? Gott verdeckt. Ist da irgendjemand der Hagoff? Ich komme nicht raus. Ich habe das Gefühl, die spazieren da die ganze Zeit raus. Ist alles gut. Also. Einmal betäuben. Einmal vorspulen. Einmal transportieren. Kevin, was ist los? Gefahr für die Gäste? Wieso bist du Gefahr für die Gäste? Ich glaube, da ist doch irgendetwas kaputt, oder? Da ist irgendetwas kaputt, das ich nicht sehe. Das kann nicht sein. Wieso bist du Gefahr für die Gäste? Du bist am Höckeln da. Zudem bist du ein Pflanzenfresser. Gefahr für die Gäste? Ja, hallo? Das kann nicht sein. Und du bist jetzt auch Gefahr für die Gäste, wenn du hier ankommst. Benötigt Statusprüfung. Also machen wir halt schnell. Jetzt ist alles gut. Da ist noch Gefahr für die Gäste. Okay, I see.
Mir fehlt was, hä? Ja, aber habe ich das so gebaut? Was ist das? Kann ja nicht sein, oder? Das war der Sturm, oder? Ja, kein Wunder. Okay. So gut. Aber bitte jetzt nicht rausspazieren, hä? Du darfst noch rein. Aha, jetzt bin ich verwirrt gewesen. Da war es. Okay. Dann ist jetzt gut. Keine Gefahr mehr, hä? Zufrieden. Ja, das ist alles wunderbar. Alles wunderbar, das heisst, wir können langsam beenden. So. Schnell eine stehen. Was toter Saurier. Nein, so kann ich doch den Stream nicht beenden. Was? Nein, sicher nicht, oder? Der Seppi ist gestorben. Einsam. Okay. Schnell eine Schweigeminute. Schnell schauen. Das schnell betrachten. Der Brocki ist ganz traurig. Jetzt liegt er da. Einsam und so. Da wäre der Seppi. Rest in Peace, Seppi. Er ist gestorben durch Altersschwäche. He? Einfach, dass Sie es nochmal alle gesehen haben, bevor da auf Social Media irgendwelche anderen Gerüchte rumgehen. An Altersschwäche gestorben. He? Jetzt können wir dich abtransportieren. Also, das ist jetzt wirklich das Letzte, was ich noch mache. Ein bisschen überziehen tue ich jetzt, aber ich habe da, sonst, nächstes Mal habe ich wieder vergessen, dass da der Brocki einsam ist. Jetzt mache ich das so. Wir haben... Ah nein, das ist doof. Nein, das ist doof. Ich müsste zuerst Expeditionen machen. Ich müsste zuerst Expeditionen machen. Und zwar, genau, Velociraptor. 11. 6. Ja, du bist schon rot. Du bist schon rot. Ah nein, das ist alles gut. Dich müssen wir schicken. Alles gut. Gehen wir schnell auf China, gehen schnell forschen, spulen schnell ein bisschen vor. Ich versuche jetzt, das noch zu beheben. Das Brocki ist einsam Problem. Ich versuche jetzt noch zu beheben, bevor wir den Stream beenden. Für das müssen wir zuerst Expedition fertig haben. Dann muss ich schnell forschen und dann machen wir schnell neue Eier. Soundeffekt. Okay, ich habe das Gefühl, irgendwie hat das nicht mehr alles Platz, den ich hier vorhabe. Wenn jetzt da... Jetzt ist er natürlich sauer, oder? Er ist sauer, der Brocki. Eingehende Übertragung. Parkbewertung. Ja, ich glaube, wir sind ein bisschen schlechter geworden. Ja, ist kein Wunder. Also jetzt chill einfach mal schnell, Brocki. Einfach schnell beruhigen. Wieder zurück. Ist das das Richtige, Gag? Nicht, dass wir dich das Falsche rein tun. Ich glaube, das ist das Richtige, oder? Das ist sicher, das ist 100% das Falsche, oder? Nein, das ist richtig. Eines reparieren. Statusprüfung Karen. Okay, nachher bitte eines reparieren, dann schauen wir schnell wegen der Expedition, respektive wegen der Forschung. Also Fossilien, Geld machen, zack, dann Velociraptor. 10%. Ist eigentlich egal, ich habe alles durch. 50.000. Dann gehst du. Den anderen schicken wir in die Ferien. Oder Ferreira, sorry, die anderen schicken wir in die Ferien.
Und dann warten wir schnell, bis wir Fossilien abgeschlossen haben. Und dann schauen wir, ob wir einen neuen Raptor machen können. Der wird dann einfach auch wieder Seppi heissen. Tun das, als wäre nichts passiert. He? Das habe ich repariert. He? Gut. 71% ist immer noch wenig. Es ist immer noch wenig. Weiterforschen, weiterforschen. Velociraptor, let's go. Was ist besser? 9%, 5, 11. Stone Drips, grüezi wohl, schön, dass du da bist. Geht's dir gut, Stone Drips? Wir sind hier schon endlich am Ende. Ich bin schon am Überziehen, im Stream überziehen. Aber ich werde endlich jetzt noch schnell das Problem lösen. Stone Drips, wir haben vorhin einen Raptor verloren. Da ist jetzt einfach einer weggestorben. An Altersschwäche gestorben. He? Einfach, dass es nochmal gesagt ist. Ich kann ihn nicht verhungern wie all die anderen Dinos. Nein. Und jetzt möchten wir endlich gerne wieder einen Kollegen haben für unseren Raptor, der Bracchi heisst, der ein bisschen aggressiv ist. Und darum bin ich jetzt am Überziehen. Es passiert nämlich im nächsten Stream genau da, wo es heute schon passiert ist. Ich vergesse, dass da der Bracchi noch alleine ist und dann stirbt er auch. Ja, das muss ich nicht haben. Darum möchte ich das Problem jetzt noch schnell gelöst haben. Schnell gucken. Sind wir da schon durch? Wir können das auch noch schnell forschen. 3. Let's go. Also das Ziel ist jetzt übrigens, den Velociraptor auf 100% bringen, von der Genomforschung her. Er ist bei 81%. Okay, auf 100 werden wir ihn nicht bringen, aber wenn wir ihn irgendwie so um die 90 haben, was nachher sollte der Fall sein, würden wir nochmal Velociraptoren ausbrüten. Dann nehmen wir mindestens einen, vielleicht sogar 2. Weil, wenn ja der Seppi an Altersschwäche gestorben ist, wird der Bracchi ja auch gleich wahrscheinlich mal sterben, oder? Und dann tue ich am besten gerade 2 neu rein. Und dann schaue ich natürlich noch, dass ich da das Genom modifizieren kann. Sind wir schon so weit? Ich glaube es. Velociraptor auf 84%. Mal schnell gucken. Genom modifizieren. Was ich jetzt. Ja, da kann ich. Mal da. Let's go. Wir sagen, hey, langlebig. Das ist schon gut. Kostet halt ein bisschen mehr. Speichern. Hautfarbe können wir nicht wählen. Ich weiss nicht, ob wir das erst wählen können, wenn es bei 100% ist. Aber wir machen jetzt da. Intolerant. Ja, aber wieso denn intolerant? Weil wir es nicht bei 100% haben. Okay, wir überziehen noch ein bisschen mehr. Ich schicke nochmal eine Expedition los. Ich schicke nochmal jemanden hier hin. Velociraptor. Das muss länger, oder? Das muss länger. Moment, jetzt schnell. Kommen wir nicht raus. Wieso geht das nicht? Aha. Ja. Okay. Alles gut. 5 brauchen wir. 5. Du, Kitty. Gehst hier schnell ausgraben. Let's go. Wir können schnell vorspulen. Dann tun wir schnell Fossilien forschen. Ich glaube, keine mehr. Dann haben wir den Velociraptor auf 100%, dann schnell 2 ausbrüten, dann die ins Gehege rein und dann wäre die Mission abgeschlossen für heute. Ja, das ist jetzt einfach halt der Effekt. Wir sehen es hier nochmal. Ui, nicht so schnell. Ich schnell anschauen. Das ist das Problem. Ja gut, benötigt Statusprüfung ist nicht das Problem. Aber er ist einsam, das weiss ich.
Das ist das Problem, durch das, dass er einsam ist und sonst schon den genetischen Defekt hat und eher aggressiv ist. Wir können jetzt gerade zuschauen. Jetzt geht wahrscheinlich dann und macht das Geld kaputt, oder? Mach's nicht. Bracki, pfui. Pfui! Mein Gott, muss ich dich schon wieder betreiben? Also, let's go. Dann machen wir es halt. Du wirst jetzt betäubt, bis da deine Kollegen eintreffen. Gut, die Expedition ist, glaube ich, abgeschlossen. Fossilien ansehen, einmal verkaufen, dann... Ja, da denkt immer noch nicht. Ich glaube es nicht. 7%. Krass. Okay. Wahrscheinlich hat keiner Stunde immer noch da und sagt, ja, wir müssen nach lieber ziehen, Aber ich will das unbedingt sauber haben. Jetzt haben wir dann auch gleich wieder ein Geldproblem. Hey, nein. Also. Vorspulen. Let's go. Gut, jetzt hätten wir es irgendwie bei 90% haben. Wenn die Forschung abgeschlossen ist, also die Expedition abgeschlossen ist, können wir noch schnell forschen, dann haben wir es bei 100%. Definitiv. Ist jetzt das schon da? Wartet schnell. Irgendetwas geht nicht auf. Ja, jetzt ist es gut. Also, let's go. 8%. Wir brauchen nur da. Das ist wunderbar. Wissenschaftler zuweisen. Wir brauchen 3. Dann machst du das. Du musst nachher nicht Ferien. Sehr gut. So, let's go. Ich glaube, das kommt gut, Chat. Das kommt gut. Der hat halt da noch nichts zum Anschauen, liebe Besucher. Das kommt halt erst noch. Ein bisschen hinten nachher. Neues, vollständiges Genom. Das ist geil. Velociraptor. Genom modifizieren. Noch schnell eine reinschauen. Intolerant ist er einfach immer noch. Ist jetzt halt einfach so. Können wir nicht ändern. Aber das hat nichts mit dem zu tun, oder? Nein, hat nichts mit dem zu tun. Velociraptoren sind einfach so, wie sie sind. Da kann man leider nichts daran ändern. Dann würde ich sagen, Wissenschaftler zuweisen. 7. Jetzt geht 270.000. Gut. Vorspulen. Jetzt hoffe ich, dass wir mindestens 2 Raptoren haben, die gute Eigenschaften haben. Aber bevor wir jetzt den auswählen, muss ich schnell gucken. Da der Bracchi ist schon das Alpha-Tier. Ein zweites Alpha-Tier wollen wir eigentlich nicht, aber wir rechnen auch damit, dass der Bracchi schon gleich stirbt. Ja, ist eigentlich fies, aber... Nein. Nein, Spiel. Das ist... Wie viel Pech muss man eigentlich haben? Ich habe jetzt 4 Eier, die einfach schon mal nicht gut sind. Intolerant. Aggressiv. Ja, ist jetzt halt einfach so. Ich werde jetzt nicht nochmal Eier ausbrüten. Oder wollen wir es nochmal machen? Wir machen es nicht. Wir machen es nochmal alle Eier aussortieren. Bitte nochmal. Sorry, liebe Wissenschaftler, wir müssen jetzt das nochmal machen. Aber jetzt bitte gebt euch ein bisschen Mühe. Gebt euch ein bisschen Mühe. Wir brauchen hier ein paar gute Exemplare. Keine genetischen Defekte, bitte. Ja, ich glaube, es geht einfach gar nicht anders, oder?
Ich kann da wahrscheinlich noch x-mal probieren, also es wird immer genau gleich sein. Aber wenigstens nehmen wir jemanden, der nur intolerant ist und nicht aggressiv und intolerant. Let's go. Ist irgendjemand ein Alpha, wenn Alpha für gesamtes Territorium. Also, let's go. Wir müssen es so machen. Wissenschaftler zuweisen. 5. Nein, nicht da. Nur noch 250'000. Oh, wir sind gleich minus. Nur wegen diesen blöden Raptoren. Oh, dringende Nachricht. Sie haben kein Geld mehr, oder was? Ein niedriger Kontostand. Unsere Barreserven sind fast aufgebraucht. Incheon bietet zusätzliche Investitionen an, um die Sache ins Laufen zu bringen. Scheuen Sie keine Kosten. Guthaben. Publicity-Bewegung auf 100% eingestellt. Wir brauchen kein Geld. Wir haben das im Griff. Ich hoffe es. Also, wo sind die Dinos? Let's go. Let's go. Per Airlift freilassen. Bracke, jetzt bist du gerade wieder zufrieden. Bracke wird immer noch das Alpha-Tier sein, hoffentlich. Auf jeden Fall ist er nachher nicht mehr einsam, das ist schon mal sehr gut. Und dann wären wir so weit. Dann würden wir doch den Stream langsam beenden, da ich irgendwie 20 Minuten überzogen habe. Aber dann haben wir nächstes Mal nicht direkt ein Problem. Ja, wahrscheinlich kommt jetzt noch ein Sturm. Das ist geil. So, eine noch schnell, will ich es sehen. Fehlender Wald. Ja, was fehlender Wald? Das kann nicht sein. Nein, das kann nicht sein. Das ist unmöglich. Das ist unmöglich, Leute. Vorhin war alles gut. Wald, also machen wir halt hier noch ein bisschen Wald. So. Gut. Da habt ihr euch einen Wald, jetzt müsst ihr happy sein. Zufrieden. Jetzt schauen wir schnell. Ich glaube, die haben alle etwa die gleichen Eigenschaften. Das hat jetzt niemand gesehen, dass wir das machen. Das heisst jetzt auch wieder Seppi. Der Bracki wacht jetzt auf und denkt, wow, Seppi, du lebst wieder. Und da verteilen wir sonst eigentlich noch einen Namen nächstes Mal. Alles gut. Also, let's go. Speichern. Speichern. Gut, jetzt können wir das schnell richtig benennen. Schnell. Brack.ch Stream. So, da kann ich es schön auseinanderhalten, wenn ich da amix auf meinem Channel auch noch ein bisschen weiter zocke. Also nicht weiter zocke, ich zocke andere Missionen, bringe da nichts durcheinander. Jetzt mal schnell schauen, ist es jetzt drin? Ja, es ist drin. So. Let's go. Einfach immer noch sehr geil, das Ganze. Gefällt mir. Chat, ich hoffe, euch gefällt das auch noch. Aber wir müssen jetzt tatsächlich wieder mal beenden. Mal schauen, wenn es hier weitergeht. Ich mache hier sicher auch wieder weiter. Ausser ihr sagt, hey, nein, wir wollen etwas anderes sehen. Das ist langweilig und so. Also Vorschläge sind auch immer willkommen, lieber Chat. Wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, hey, da habe ich ein Spiel, das würde ich gerne mal sehen, wie das der Troy zockt. Dann könnt ihr da mal vorschlagen, hier im Chat. Ich glaube, letztes Mal sind schon 2 Vorschläge reingekommen, die ich mir tatsächlich noch genauer anschaue. Und eins war Project Zomboid. Das muss ich mir noch genauer anschauen. Das andere war Satisfactory. Ich weiß nicht, wer es vorgeschlagen hat. Satisfactory kenne ich schon. Und das wird vielleicht mal etwas sein, wo ich mal anzocke. Ist halt sehr umfangreich und braucht schlussendlich auch viele, viele Stunden. Also das ist auch, da kann man ja ewig an so einem Projekt spielen dann bei Satisfactory. Aber ich denke mal so, um einen Einblick geben, um mal zu zeigen, was ist das für ein Spiel, was kann man da machen, würde ich sagen so 2, 3 Streams, vielleicht länger 2 Streams. Da würde ich eigentlich schon mal gerne machen. Und Project Zomboid, oder wie auch immer wie sich das nennt,
werde ich mir noch genauer anschauen. Aber es ist irgendwie so ein Zombie-Game von oben Ansicht und Looten und so, I don't know. Aber hat dann sicher schon mal interessant ausgesehen. Guardians of the Galaxy werden wir auch noch beenden. Vielleicht mache ich, wenn ich wirklich jetzt auf die Schnelle kein neues Spiel finde, würde ich sagen, würden wir nächstes Mal auch Guardians of the Galaxy weitermachen, respektive wahrscheinlich beenden. Ich weiß halt nicht, wie weit ich bin, ich werde mich auch nicht spoilern lassen, darum ist es halt immer schwierig. Aber mal schauen, ob wir es vielleicht durchbekommen nächstes Mal. Genau, so viel zu dem. Schnell schauen. Genau, und wie schon angetönt, ich habe es schon gesagt, morgen, ich muss jetzt zuerst schauen. Ich bin einfach nie vorbereitet, das ist echt schlimm. Ich schaue nochmal schnell, was unser Programm ist auf brag.ch bezüglich Streams die Woche. Theoretisch wäre es morgen Klemmbausteine. Ich schaue aber schnell zur Sicherheit, schauen, ob das auch wirklich stimmt. Genau, also morgen 11 Uhr Klemmbausteine. Und that's it. Ich glaube am Freitag, so wie es aussieht, bin mir nicht sicher. Ich glaube am Freitag fällt der Stream aus. Auf jeden Fall würde es heissen, morgen Klemmbausteine und dann nächste Woche ganz normal geht es weiter. Und ich bin am Mittwoch wieder rum. Mal schauen, was ich genau weiter zocke. Wenn ihr mich vorhin schon wieder gesehen, lieber Chat, ihr findet mich auf meinem privaten Channel twitch.tv/treuhammeren jeden Samstag ab 19 Uhr und tatsächlich auch heute am 9 Uhr. Heute ist eher ein spontaner Stream. Zocken wir Stranded Deep. Zocken wir das mal an. Genau, also wenn ihr mich heute schon wieder seht, dann schaltet doch heute zu Abend ein. Genau. Was gibt es noch zu sagen? Nächsten Samstag Giveaway bei mir. Ich werde nicht zu fest Werbung machen. Schaut doch einfach mal rein. Genau, lieber Chat, ich danke euch fürs Zuschauen. Schön, dass ihr da seid. Ich wünsche euch einen schönen Abend, eine schöne Restwoche. Und bis zum nächsten Mal. Bye bye. Ade.